Hi, grüß euch, Servus und habe die Ehre. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Keine Ahnung, neue Stream-Software, bin gerade am Ausprobieren. Das neue Jahr, mein erster Stream, mein erster Vorsatz. Ich habe gesagt, ich möchte dieses Jahr wieder öfters Livestreamen auf meinem Kanal. Ich war ganz viel unterwegs auf anderen Kanälen, Fotobesprechungen. Dankeschön, Silvi. Klamauk-Kanälen und so weiter. Und jetzt habe ich gesagt, ich möchte wieder mal streamen für meine Community, für meine Gäste. Und ich freue mich brutal. Und es sind sogar schon 2 Gäste da. Ich hoffe, die Technik funktioniert. Wie gesagt, die Software ist für mich komplett neu. Hallo Andi, grüß dich. Und wenn irgendwas nicht funktionieren sollte, mea culpa. Als erstes darf ich euch vorstellen, den ehrenwerten Thorsten Lichtsetzer. Schauen wir mal. Ja, einen wunderschönen guten Abend, aber das Ehrenwerte streich mal bitte gleich wieder. Ich bin nur der Lichtsetzer. Dann nennen wir dich einfach der hochverehrte, geschätzte Lichtsetzer. Ja, servus, guten Abend, hallo an alle Leute und ja, von meiner Seite erstmal ein frohes neues Jahr an alle in die Community und auch an dich, Markus. Danke für die Einladung. Ich bin sehr gespannt, was das hier heute Abend wird. Es wird ein offenes Thema, das kann ich euch gleich sagen. Wir haben keine Themen, wir haben uns nicht vorbereitet, also komplett alles spontan. Der Livestream steht auch offen. Ich glaube, ich kann 3 Gäste dazu holen. Ich verlinke euch den Link dann später. Ihr könnt dann dazukommen, wenn ihr wollt. Klappt auch wunderbar mit dem Handy. Wie gesagt, Thema ist offen, der Stream ist offen. Einfach schauen. Ich würde mal sagen, so 1, 2 Stunden. Einfach nur quatschen über Gott und die Welt. Wäre so geplant gewesen. Aber jetzt haben wir noch einen, und zwar den Gandalf von Herr der Ringe. Ich darf euch an Sascha vorstellen. Nein, nicht den Gandalf, sondern den Gollum, der Nugget Driver. Grüß dich, Sascha. Grüßt euch. Mein Schatz, sage ich. Und ein herzliches, frohes neues Jahr von meiner Seite. Ja, Gandalf ist ein guter Name, aber leider bin ich das nicht. Gandalf der Graue, aber das werden wir wahrscheinlich gleich mal auflösen, was es auf sich hat. Ja, perfekt. Grüßt euch. Im Chat ist auch schon einiges los, brutal. Hätte ich eigentlich nicht gedacht, weil ich ja so lange nicht mehr gestreamt habe. Gleichzeitig 15 Zuschauer sehe ich gerade. Gestern war es auch interessant, da war ja Pixelschnack war online mit dem Thorsten, mit dem Engemann und mit dem Manuel und gleichzeitig der Murat. Ich hoffe, dass ich heute keinen irgendwie Zuschauer wegnehme. Du hast ja gestern, wie ich das gesehen habe, hast du ja Doppelstream gemacht. Du warst bei uns drin, du warst da drin. Ich habe das ja nachher bei Murat im Nachgang verfolgt. Genau. Da hast du aber geschrieben, der Lichtsetzer war live. Nee, der Lichtsetzer war nicht live, der Thorsten war live. Der Okay. Das ist mir nämlich dann aufgefallen. War immer so ein bisschen kompliziert hin und her zu springen. Aber ich habe dann gedacht, Pixelschnack kann man auch ganz gut als Podcast anhören. Ja, Also, das ist richtig, ja. Also hebe ich mir das auf und höre mir das ganz gechillt in Ruhe dann aus der Konserve an. Wir könnten mal schauen, was wir da alles, ob das so funktioniert, wie ich das möchte. Ich kann nämlich hier sogar auch Kommentare einblenden. Das ist richtig cool. Wie gesagt, mit der Software kenne ich mich noch gar nicht aus. Natürlich darf ich in keinen Chat im Stream der Andi. Servus. Andi fehlen, ist natürlich klar. Grüß dich, Andi. Da haben wir noch einen Furby. Das ist meine Schwester. Dann haben wir noch Silvi. Grüß dich. Das ist Wahnsinn, dass so 18 Leute, ihr seid echt verrückt. Vor allem, wenn man so lange nicht mehr gestreamt hat, dann ist man mal richtig aufgeregt wieder. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Der Andreas Weiser ist da. Die üblichen Verdächtigen, die man ja aus den ganzen anderen Streams kennt. Pixel Freak haben wir hier. Sehr schön. Konstantin Lempe. Ja, schöne Grüße nach Griechenland. Ach, der ist in Griechenland. Ja, häufig ist er in Griechenland. Glaube ich jedenfalls immer. Ja. Jedenfalls, also bei den Spots, die er dann immer so bei sich in seinen Videos hat, ist das doch alles Griechenland. Habe ich gestern, glaube ich, auch was gelesen, ja. Der Theo Kötte ist er da. Grüß dich, Theo. Ich hoffe, ich vergesse keinen. Ach, ich finde das ja richtig toll, gell? Dass man es so toll anzeigen kann. Also wie StreamYard funktioniert das?
So, da möchte ich mal ganz kurz, hallo Rolf, da möchte ich eine ganz kurze Nachricht nutzen. Rolf, morgen kannst du bei mir auf dem Kanal endlich das Video aus Rotenburg sehen. Ich habe es vorhin endlich fertig geschnitten gekriegt und habe gedacht, lade ist der mal gleich direkt hoch. Rotenburg, da hast du mir extra das Foto aufgenommen, gell? Genau, das Meine ist Familie. auch in dem Video da drin, das Foto. Die Geschichte zwar nicht dazu, aber das Foto ist da mit drin. Das ist cool. Das ist cool. Auf dich habe ich ein Attentat vor, Thorsten. Oh, tschüss, ich habe keine Zeit mehr. Ja. Der Oliver ist auch da. Ja, perfekt. Also, Warte mal, sorry, da möchte ich kurz auch nochmal unterbrechen. Ich weiß ja, das eine oder andere, das ist ja, wenn man so Community, also Namens Oliver und liebe Grüße an deine bessere Hälfte und alles Gute zu dem runden Geburtstag von unserer Seite aus. ich wollte fragen, wie war denn euer Weihnachten? War das Christkind brav oder Nikolaus oder wer bei euch kommt? Weihnachtsmann wahrscheinlich. Da beim Sascha ist er ein Van rausgesprungen. Sagen wir mal, der war brav, indem er nichts gebracht hat. Oder, nee, also wir schenken uns tatsächlich nichts mehr zu Weihnachten. Das haben wir schon seit ein paar Jahren so. Okay. Insofern, ich durfte auch ein bisschen arbeiten am Vormittag, aber wir waren ganz gemütlich bei meiner Mama. Aber nee, stimmt nicht. Meine Mutter hat was gekriegt tatsächlich. Ja, Und wir waren da gemeinsam essen und es war ein entspannter, ich sag mal, Abend. ach, schön, schön. Da muss ich euch nämlich geile Geschichte erzählen zum Thema Community und wie sich die Leute untereinander kennen. Ich habe einen Sascha schon privat kennengelernt, einen Thorsten. Wir waren dreimal sogar unterwegs, weil ich heute mal so überlegt habe. Wir waren ja in Burghausen, dann 2 Tage hintereinander in Berchtesgaden. Und da habe ich so überlegt, wie spannend das eigentlich ist. Mir ist nämlich Weihnachten was passiert. Da habe ich mit Sascha, mit dem Thorsten noch gar nicht drüber gesprochen. Und zwar bin ich nach Hause gekommen und bin über eine riesen Schachtel gefallen. Der wäre kurz fix verstellen, da genau eine Schachtel in den Gang rein. Schau Eine ich alte nach. Schachtel oder Wie bitte? was? Eine alte Schachtel? Ja, das war jetzt nicht der Freundin. Nein. Dann schaue ich auf die Schachtel drauf, ist der Absender vom Lichtsetzer, vom Thorsten drauf. Digga, was ist denn das für ein riesen Apparillo vom Thorsten? Was habe ich jetzt wieder angestellt? Das gibt's doch nicht. Neugierig wie ich bin, mache ich natürlich auf und schaue rein. Wo ist es drin? Ein riesiger Fotorucksack. Denke, irgendwas läuft da falsch. Ich habe erst mal die Welt gar nicht mehr verstanden, ja. Ja, ich habe dann erst wieder zugemacht und Thorsten wollte ich auch nicht fragen, was das soll. Kommt die Dani von der Arbeit heim, gell? Auf einmal scheißt mich die zusammen, was mir einfällt, dass ich das Paket aufmache. Ich sage, hey Dani, da steht doch Thorsten Lichtsetzer drauf, das ist doch für mich. Ja, schau mal genau hin, da steht aber mein Name drauf. Du Idiot, hast jetzt gerade dein Weihnachtsgeschenk geöffnet. Nee, denk mal, super, toll, danke. Was ich damit sagen wollte, was ich so toll gefunden habe, da hat dich die Dani anscheinend hinter meinem Rücken angeschrieben, weil wie wir in Berchtesgaden waren, habe ich so einen billigen, blöden Rucksack gehabt. Den habe ich damals gekauft, weil er cool ausgeschaut hat, mit einem so einem Träger bloß, also so Talahorn-mäßig, aber nicht, das passt irgendwie. Und der war so beschissen zum Tragen. Zum Schluss hat nicht dann die Dani getragen. Und die musste ich dann irgendwie so hinterrücks angeschrieben haben, ob du nicht irgendwie einen Fotorucksack empfehlen kannst. Und da seid ihr anscheinend irgendwie so ins Geschäft gekommen, Thorsten. Du, keine Ahnung, das macht die KI. Also ich hatte das Einzige, was ich da nur, wenn man an was sich an sich nicht Adressiertes bekommt und das öffnet, dann würde ich jetzt zu Hause auch Ärger bekommen. Ja, Aber ja, also ich sag mal so, du hast an der Stelle, kann ich das mal so sagen, du hast eine sehr, sehr liebe Frau, die sehr fürsorglich ist zu dir. Ja, das kann ich da so zu sagen. ja. Und du wirst lachen, Männer sind ja wie kleine Kinder. Mit der scheiß Rippe bin ich noch nicht rausgekommen, aber der Fotorucksack liegt da hinten. Und ich glaube, der wird jeden Tag umgebaut. Jeden Tag, also man kann sich da ganz schön beschäftigen mit so einem Teil. Was hast du denn empfohlen, Thorsten? Empfohlen ist, das ist der von, oh, jetzt warte. Laowa oder wie heißen die? Nee, wie heißt das Ding denn jetzt? Also ist schwarz. Und Reißverschlüsse hat es auch wahrscheinlich. Ja, nicht, das ist jetzt nicht Peak Design, sondern dieser andere, wie heißt denn die andere Firma? Mann, auch was mit P. Also irgendwas in schwarz. Ja, in schwarz. DJI Tech? Hä?
PGI Tech, Watson. genau, PGI Tech, der OneMo mit, glaube ich, 22 oder 25 Litern mit zusätzlicher Tasche dabei, und den Rucksack deswegen, weil Markus ja auch mit Drohne unterwegs ist. Und da hatte die Dani gefragt und da habe ich gesagt, wenn, dann würde das eher Sinn machen, wenn, also man muss ja einen Rucksack immer nicht komplett voll machen. Das ist ja immer so der Punkt. Wir heißen ja nicht Manuel, der ja immer alles dabei hat auf diesen Touren, sondern da ist es eben halt so, ja, wenn man Platz hat, ist das schön, weil da kann man auch mal eine Jacke reinpacken oder eine Brotzeit, ne? Also ich hab gelernt. Genau. Und ich sag mal so, der Vorteil ist eben halt, du hast eben halt vorne dieses extra Fach, wo du die Drohne komplett einmal reinpacken kannst, wo du dann eben halt so eine Erweiterung hast. Und du hast noch eine zusätzliche Tasche, wenn du mal wirklich viel dabei ist und so, ne? Und ja, mir ist dann übrigens aufgefallen, ich muss da noch Gurte hinterher schicken, die habe ich gerade beim Aufräumen wieder gefunden. Also die Drohne hat tatsächlich Platz, das war das erste, was ich auch eingeräumt habe. Hm? Haben aber leider noch nicht ausprobieren können und ich glaube, ich mache den Fehler, ich habe in den Rucksack schon wieder alles eingepackt. Wirklich alles. Nee, alles ist ja aus meiner Sicht Fehler, ne? Oder Sascha, nimmst du alles mit? Definitiv nicht. Also wenn ich alles mitnehmen würde, bräuchte ich einen Rollkoffer, ne? Also Ja, Da das ist müsste wirklich ich so. auch 2 Taschen haben, ja. Also das muss ich echt noch lernen, weil das könnte man brauchen und Zwischenringe könnte man brauchen und dann das könnte man brauchen. Und das Schlimmste ist, dann hat die Brotzeit keinen Platz mehr. Das ist das. ja, und das Bier, ne? Also das ist ja übelst. Das ist übelst, ja. Glanzi, Hallo herzlich René. willkommen. Ob ich den Rucksack vorstelle, ich weiß noch nicht. Ich habe sowas noch nie gemacht, so einen Rucksack vorgestellt. Was kann man da vorstellen? Thorsten, du hast schon öfters Rucksäcke vorgestellt. Du hättest jetzt einfach nur die letzten Tage einfach filmen sollen, wie du den ständig umpackst. Ach so, stimmt. Also das hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt von dir erwartet, dass du, ne, so packe ich den so rum, weil stellen ja ganz viele Rucksäcke vor. Und ich habe damals auch überlegt, als ich den einen Rucksack vorgestellt habe, den ich auch übrigens heute immer noch in Benutzung habe, weil ich den für meinen Workflow ganz gut finde. Und ich habe auch lange überlegt, wie macht man das? Ne? Und was willst du erzählen? Was willst du über einen Rucksack erzählen? Ja, der passt hinten auf dem Rücken. Jetzt kriegst du so einen, ich sag mal, vom Hersteller einen zugeschickt, hast da 4 Wochen Zeit und ich sag mal, einen Rucksack nach 4 Wochen beurteilen kannst du nicht. Den musst du mehrere Wochen, Monate getragen haben, um zu sagen, ob er passt oder nicht. Und was mir bei allen Videos wirklich fehlt, und da sitzen nämlich alle voll, genauso wie du ja gerade auch, wie packe ich denn wo was wirklich mal sinnvoll in diesen Rucksack hinein? Es geht ja gar nicht sondern wie macht man das sinnvoll? Ne? Macht man den Body nach ganz unten, das Objektiv nach ganz unten? Ne? Also man hat ja so viele Variationsmöglichkeiten und ich kenne das, was du hast, auch dieses, oh, wie packe ich das denn diesmal und man möchte ja irgendwie so eine Fächeraufteilung haben, dass das fast jedes Mal passt. Genau. Ich habe auch gesehen, der Rucksack hat an der Seite zum Beispiel so eine Schnellklappe, wo ich direkt reinfassen kann. Jetzt Ja. habe ich da ewig rumprobiert, dass ich die Kamera unten reinbekomme, dass ich die von der Seite mal schnell rausfummeln kann. Und auch die ganzen kleinen Taschen. Also du musst die echt beschäftigen, weil wenn du dann zum Suchen anfangen musst, da bist du hoffnungslos verratzt. Also ich glaube, das ist echt ein Learning by Doing. Ja, das muss ja blind passieren. Das ist ja, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wir waren ja in Berchtesgaden unterwegs und Manuel hat ja so einen ähnlichen Rucksack von dem Dings. So, der ist nur noch eine Nummer größer. Er hat nämlich, glaube ich, die 25 bis 30 Liter Variante davon. Also es ist genau der gleiche Rucksack, den Manuel hat. Muss nämlich vorsichtig sein, wenn du neben Manuel stehst. Und ich hatte doch oben, als wir am Rossberg waren, doch meine Filter weggepackt. Genau. So, und das ist, was du dir sagst, gerade dieses Blindpacken, ja, Filter passen vorne rein. War vorne auch auf und ich packe das so rein und gucke noch so in den Rucksack und wundere mich eigentlich, warum meine Getränkeflasche schon an dem Rucksack will. Habe ich mir aber keinen Kopf gemacht. Wir sitzen abends in der Ferienwohnung und dann ist es so, ich kontrolliere dann eben halt einmal auch wirklich alles wieder an dem Platz ist, damit ich am nächsten Tag nicht groß räumen muss, so Akkus kontrollieren, ne, Speicherkarten, alles, was man so macht nächsten Tag. Und dann greife ich vorne rein, ich denke, wo sind denn jetzt diese Filter? Und dann bin ich wirklich, ich habe diese Ferienwohnung, ich habe den Rucksack komplett auseinandergenommen. Weil ich gedacht, Mann, hast du den irgendwo falsch hingepackt? Dies und das und jenes. Habe mir von Thorsten auch den Autoschlüssel genommen, habe seinen halben Passat auseinandergenommen, weil ich gedacht habe, die sind mir irgendwo aus der Tasche gefallen. Habe das Videomaterial angeguckt und habe gedacht, hast du den Filter vielleicht eventuell da oben liegen gelassen? Ne? Dann guckst du erstmal auf dein Videomaterial, weil da hatten wir ja nochmal gefilmt. Da lag der dann aber auch nicht mehr. Und ich war schon wirklich am Verzweifeln und habe gedacht, ja, super, wunderbar, deine magnetischen Filter, die kannst du jetzt abschreiben, weil den Akku konnte ich ja schon an dem Wochenende sowieso schon abschreiben, den ich verloren hatte in Burghausen.
Dann habe ich gedacht, ja, das Wochenende wird immer teurer, immer teurer. Und stehe dann irgendwann so auf dem Flur, gucke mir Manuels Rucksack an und sehe so die Getränkeflasche bei Manuel an der Seite und denke mir so, in den Rucksack hast du vorhin, glaube ich, den Filter reingepackt, weil ich mich über diese Getränkeflasche gewundert hatte, die Ja, ich klar. aber gar keine dabei hatte eigentlich. Du hattest uns ja mit Cola versorgt. Und dann sage ich zu Manuel, tu mir mal einen Gefallen, greif da vorne mal rein. Ich glaube, mein Filter ist da. Und mein Filterset war genau an der Stelle, wo ich es blind reingepackt habe, nur bei Manuel jetzt im Rucksack. Und an der Stelle packt Manuel nichts rein. War sehr lustig. Du hast da nur richtig Glück gehabt, gell? Weil ich musste sagen, es waren 4 Leute, 4 Rucksäcke, gell? Ja, Wir ja. haben die Rucksäcke hingeworfen, aufgemacht. Da kann sowas schon passieren, gell? Ja, also der Verlust von einem Akku für so ein Wochenende ist zwar Ja, ärgerlich, aber es hält sich in Grenzen, sagen wir es mal so. Ne? der ist aber nicht mehr aufgetaucht, oder? Den hast du in Burghausen vergessen? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den in Rothenburg abends noch hatte, Okay. weil ich den da nämlich noch nachgeladen hatte. Und ich weiß auch, dass wieder diese gleiche Routine, ich packe alles wieder rein. Und da ich ja in Burghausen durch dieses mistige Wetter zwischendurch ja 2, dreimal rein und raus ein paar Sachen rausgenommen habe, gehe ich mal von aus, dass der irgendwo dabei rausgefallen ist. Mhm. Gut, passiert, ne? Also ist dann halt so. Ja. Gibt Schlimmeres. Aber Sascha, hast du schon mal was verloren? Ich hätte jetzt beinahe was gesagt, aber ich mache andauernd was kaputt in letzter Zeit. Also so, ich denke jetzt nur mal das neue Auto, da habe ich schon einen Henkel abgebrochen oder einen Griff abgebrochen. Hinten der Heckscheibenwischer, da ist ein Stückchen ab. Verloren habe ich in der letzten Zeit, glaube ich, tatsächlich nicht viel. Wie, du hast dein neues Auto schon kaputt gemacht? Mhm. Okay. Ja. es gibt Ärger, oder? Bei der Regierung. Ja, die Regierung, die bin ich ja letztendlich, die zahlen darf. Ne? Insofern habe ich mir schon mal hintergetreten. Nee, du bist der Steuerzahler. Die Regierung ist deine Frau. Ah, da kannst du auch ein Lied von spielen, Markus, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich Aber muss das blaue Auge ist wieder weg, habe ich gesehen. Ne? Also, jetzt war ich gerade ganz woanders gedanklich, weil jetzt haben wir hier oben einen Van-Besitzer und einen Van-Besitzer. Jetzt brauche ich auch irgendwie so eine Kutsche. Schon langsam komme ich mir ein bisschen komisch ja, vor. aber meine hatten wir ausgeschlossen. Ne? Das ist ein bisschen was eng, hast du gesagt. Ja. Aber Und da ich meistens alleine unterwegs bin, also mir reicht das aus. also ich schaue mir deine Videos auch brutal gern an, weil du machst es einfach amüsant, interessant. Und Danke. auch wenn ich mich gar nicht auskenne damit. Ich finde das spannend und bei dem letzten Video habe ich echt so überlegt, Kruzifix, wo würde ich da meine Haxen hier da? Ja, das stimmt. Da unten, wo ich die Beine drin habe, da wäre ja schon meine ganze Brotzeit. Weil du hast Aber ja da brauchst du Küchenteil was? Ja. und in dem Stauraum, den kannst du entweder als Bett benutzen oder als Konservenlager oder Nahrungsmittellager. Was meinst du, also oben das Dachbett? Ne, unten, wo du es aufgemacht hast. Unter der Genau. Spüle liegst du da teilweise. Da ist nochmal so ein bisschen Stauraum, wo du dann so Sachen reinmachst, die nicht in die Schränke passen. Ne? Also Mhm. Platz brauchst du auch definitiv. Aber ansonsten, ja, oben ist zu zweit liegen möglich. Unten weiß ich nicht. Also zu zweit ist es da ein bisschen schon definitiv zu eng. Mhm. Aber ja, Sehr deiner gut. ist größer, Thorsten, ne? Dein Camper. Ja, ich habe ja so einen Ducato-Kastenwagen in lang und hoch, also nicht in ganz hoch, aber man kann drin stehen und man kann, wir haben da hinten eine Bettfläche drin, wie zu Hause unser Bett, also von 1,80 mal 2 Meter, weil ich hasse nichts mehr als schlecht schlafen im Urlaub, wenn ich unterwegs bin. Oh, Und darüber ist noch ein Querbett für meine eine Tochter und die andere Tochter schläft vorne in dieser sogenannten Dinette. Ne, also den habe ich selber mal ausgebaut und der ist auch extra dafür gebaut. Aber es ist jetzt schon grenzwertig, weil meine Töchter inzwischen sehr groß geworden sind. Also sie werden ja langsam erwachsen. Wird langsam eng. Wir sind schon mal im Überlegen gewesen und weigern uns aber eigentlich größer zu werden, weil das ist eigentlich nicht unser Ziel. Also das Einzige, was uns noch fehlt, ist eine Dusche da drin. ja, vor allem die Kinder haben dann irgendwann auch keinen Bock mehr, dass mit die Eltern mitfahren, Camping machen. Jetzt hättest du ein größeres Wohnmobil dastehen und dann hättest du eigentlich wieder fast zu viel Platz. Och nö, viel zu Platz kann man im hohen Alter nicht haben. Okay. Das ist, was Sascha gerade sagte, als er eben sagte, unten schlafen ist zu zweit ziemlich eng. Wenn man das vielleicht vor 25 Jahren den Platz gehabt hätte, gesagt, klar mache ich das. Aber was mir aufgefallen ist, Sascha, vielleicht schaust du mal nach, Ja, wenn du hinten unter die Stoßstange hinten schaust. ja. Ich habe da offene Kabel gesehen. Und da war ich eigentlich ziemlich entsetzt von der Qualität her. Offene Kabel unten im Fahrraum.
Wenn du einen Steinschlag hast oder Erosion, dann kannst du wahrscheinlich ein Elektrikproblem. Sieht man ganz spannend auf deinen Videos unten. Okay, werde ich mal nachschauen. Also ich kann mir vorstellen, was es für Kabel sind. Mhm. Aber danke für den Hinweis, werde ich mal aufgreifen. Also so als alter LKW-Fahrer ist mir halt jetzt aufgefallen, dass die nicht wirklich isoliert sind. Die sind praktisch offen. Und wenn du da einen Steinschlag hast oder was, oder über einen Ast drüber fährst, dann sind die Kabel futsch. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich die Anhängerkupplung habe nachträglich anbauen lassen, Okay. dass das quasi davon ist. Aber ich gucke mal nach. Danke dir. Ja, Es ist auch ganz häufig, dass ja Kabelbäume nicht mehr speziell für ein Fahrzeug ist, sondern der Kabelbaum ist der Kabelbaum, der für alle Modelle gilt. Das heißt also, wenn du nicht alles angeschlossen hast, kann genau da eine Stelle sein, die da eigentlich hingehört. Ne, das machen die Hersteller inzwischen ja schon so, dass sie sich die Kosten sparen, verschiedene Kabelbäume zu bauen. Das ist einer. Und ich habe in meinem Ducato auch zig Kabel liegen, wo ich sage, boah, was könnte da dran sein? Und wenn du dann misst, da ist also keine Spannung, gar nichts drauf, weil die andere Seite natürlich fehlt oder die Freischaltung im Steuergerät dazu. Aber Markus, hast du denn tatsächlich Ambitionen, auch mal mit einem, ich sag mal, größeren Wagen oder Camper durch Bayern oder was weiß ich, wo es dich hin verschlägt, an die Ostsee zu fahren? Also an die Ostsee nimmer, weil da kriege ich die Ostsee-Rotze wieder. Da fahre ich nie mehr hin. Mich würde der Norden jucken. Finnland, Estland, Baltikum, Schweden, das wäre genau meins. Ja. Und da eigentlich dann eher mit was Kleinerem. Weil du bist da irgendwie so, weiß auch nicht, flexibler, wenn du mit so einem Monster spazieren fährst. Also entweder was Kleines oder was früher immer so mein Traum wäre, so ein umgebauter Unimog. Also richtig groß. Aber es ist halt unbezahlbar, also wirklich. Was ist das für eine Anzeigetafel im Hintergrund beim Sascha? Jetzt Sascha. Meinst du die hier? Ah, Ja, schön. ja, oh, das ist mal vergrößert. Ich habe mich das eben auch schon gefragt, jetzt kann ich es auch sehen. Das ist ja ein cooles Teil. Ach, das hast du mal, glaube ich, in irgendeinem Video vorgestellt, kann das sein? Habe ich mal tatsächlich auch mal vorgestellt auf meinem Kanal. Warte mal, das ist so ein Pixel-Ding. Ich suche gerade mal den Namen raus. Stimmt, also ich finde das relativ cool, ne? Gerade so für uns YouTuber. Ne? Obwohl, dann werde ich ja jeden Tag daran erinnert, dass ich der kleine YouTuber bin. Ach, Schmarrn. Du kannst da halt jede andere Grafik auch einblenden. Ne? Du kannst da selber teilweise Hand anlegen. Das ist cool. nicht die Pixel Clock. Ich habe sowas auch schon gesehen, wo die Leute dann ihren Abo-Stand hinten. Ja, das ist da auch mit drauf. Wenn du das Bild nochmal groß machst, Markus, siehst du das. Guck mal da hinten. Das ist die Ulanzi. Die hast du definitiv vorgestellt, das weiß ich. Genau. Aber die andere? Und das andere, die nennt sich Divum mit D-I-V-O-O-M. Divum Pixo 64. Soll ich es mal in den Chat schreiben? Ja, bitte. Ja. Warte mal. Ach, das ist auch wieder so ein unnützes Ding, was rumsteht, oder? Braucht man sowas wirklich, Thorsten? Ja, klar braucht man das. Also als YouTuber. Guck mal, ne, ich habe da hinten ja auch diese Lampe da stehen. Ne? Also bis ich den großen Playbutton mit 100.000 kriege, also nie, lasse ich das Ding so lange leuchten. Astrid schreibt schon, sie wäre klein. Nein, wir sind alle klein. Also das ist groß gibt es da nicht. Ne? Also groß gewachsen, ja, aber Hauptsache wir haben, ich sag mal, Spaß bei YouTube. Das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger. Und ob das 20, 30.000, 5.000, 10.000, 15.000 sind, ist völlig egal. Also ich sag mal so, ich glaube, ihr habt das alle ja die letzten Tage mitgekriegt, was da so abgegangen ist, so bei dem einen oder anderen oder auch gedanklich. Ich sag mal so, hier in dem Bereich kann man es ja mal sagen. Also du hast es gestern, glaube ich, bei Murat mal kurz gefragt, ob Daniel zurückkommt oder nicht. Ich habe ja Daniels YouTube-Video gesehen und war ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken. Und das macht, also ich kenne Daniel nicht persönlich, sondern nur so vom Austausch Livestream und über Video. Und ne, also daher kenne ich ihn, also von daher kann ich es nicht komplett 100% beurteilen, als wenn du jetzt so ein Video machen würdest, weil ich dich schon mal live erlebt habe. Das ist ein kleiner Unterschied dabei. Ja.
Und ich war aber im ersten Moment ziemlich erschrocken, was er gesagt hat. Ich kann seine Beweggründe komplett nachvollziehen, kann sagen, ja, kann ich komplett nachvollziehen, dass dieser Hate, und ich nenne das jetzt mal grundsätzliche Hate in unserer Kultur in Deutschland, das ist nicht nur auf YouTube bezogen, das ist so ziemlich an jeder gesellschaftlichen Stelle ziemlich unmöglich ist aus meiner Sicht. Und dass man sich das auch irgendwann zu Herzen nimmt, das kann ich komplett verstehen. Und dass irgendwann auch mal das Fass voll ist und der eine Tropfen kommt zum Überlaufen, ja, das passiert. Das ist auch mir schon mal passiert an anderer Stelle. Und deswegen habe ich da, nö, das liegt nicht an mir, René, das liegt hier an dem Programm hier, an den Evomux. Meine Kinder sind zu Hause, vielleicht nutzen die gerade massiv hier Internet, keine Ahnung. Jedenfalls, das Fass läuft irgendwann über. So, und jetzt hat Daniel, ich glaube, den Punkt einfach mal erreicht, dass das Fass übergelaufen ist. Jetzt muss man bildlich gesprochen ein bisschen Wasser ablaufen, um die Gedanken zuordnen und dann mal gucken, ob da wieder neues Wasser reinpasst oder nicht. Aber ich finde es richtig, dass er für sich sagt, okay, ich stopp, ich denke da erstmal komplett drüber nach. Und ich denke mal auch, ich habe das ja gesehen, er hat, glaube ich, über 20.000 Aufrufe. Und ich hoffe, ich sag mal, wenn da nicht nur einer, sondern 5, 6, 7, 8 Idioten, die dumme Kommentare schreiben, ohne drüber nachzudenken, vielleicht das nächste Mal drüber nachdenken, bevor sie in die Tasten hauen, dann hat das Video eine ganze Menge gebracht. So sehe ich das jetzt einfach mal. Weil ich habe ja diesen Hass ab und zu schon bei mir auf dem Kanal auch gespürt. Im Moment perlt das bei mir ab, oder ich sage dann immer, ja, was juckt's die deutsche Eiche, wenn die Wildsau sich dran reibt? Das ist ja so mein Standardspruch bei so welchen Sachen. Aber ich will mich da nicht von freisprechen, dass mich das nicht irgendwann auch mal berührt, weil ich sag mal, jeder hat einen Punkt, den man treffen kann und der dann eben halt wehtut und der eben halt dieses Fass zum Überlaufen bringt. Also von daher, da ist keiner vorgefeilt. Und jeder, der sagt, das berührt ihn nicht, sorry, du machst dir was vor, weil man kann ein gewisses Kontingent kann man ertragen. Das ist sicherlich bei jedem persönlich unterschiedlich. Bei dem einen knackt das früher, bei dem anderen später. Aber dass das spurlos an jemand hereingeht, wenn das so ist, wenn das jemand zu mir sagt, dann denke ich innerlich, ja, und du bist ein Narzisst. Sorry, dass ich es einmal ganz so klar sage, weil, ne, oder du machst dir definitiv was vor. Ich habe mir auch das Video nochmal angeschaut vom Daniel, habe mir da diverse andere Videos noch angeschaut. Es gibt ja einige große jetzt, die seit längerem auch schon jammern, Richtung Burnout und so weiter, wo das schon eine richtige Spirale ist in die Depressionen mittlerweile. Wo ich schon gesagt habe, irgendwie sind so Bad Vibes momentan so in der Foto-Community unterwegs, aber sie nicht so ganz nachvollziehen habe können. Ich habe mir das vom Daniel extra nochmal genau angeschaut. Am Anfang vom Video die Verbindung zu Magdeburg habe ich es am Anfang nicht ganz verstanden. Ab der Hälfte habe ich es dann verstanden, dass bei ihm wirklich um den Neid gegangen ist. Ich verstehe ja nicht, warum das die Leute, auf was die Leute neidisch sind. Ich verstehe es nicht. Ist wahrscheinlich wirklich so. Wenn man schaut, Amerika, die Mentalität ist wieder ganz anders. Wenn da einer mit einer fetten Corvette vorfährt, dann freut sich der andere drüber, dass sich das leisten kann. Bei uns in Deutschland wird es wieder heißen, ja, wie kann der sich das leisten? Das ist bestimmt bloß geleast. Ist wahrscheinlich wirklich so. Ja. Sascha, wie siehst du das denn? Also ich habe es voll nachvollziehen können. Ich finde auch, dass 2 Videos in der Qualität echt viel, viel Arbeit ist. Und wenn man dann, ich sag mal, so einen Tropfen auf den heißen Stein, also ich sag mal, es braucht dann nicht viel, um, ich sag mal, das jetzt zu machen, eine Auszeit zu nehmen, wie Daniel. Ich glaube, der war, weiß nicht, wie viele Jahre hintereinander hat er 2 Videos pro Woche herausgebracht. Also ich kenne es nicht anders und ich glaube, ich kenne Daniel jetzt seit 2 Jahren oder so. Und also auch meine, ich sag mal, Überzeugung ist davon, dass Daniel wiederkommt. Er braucht nur seine Zeit, um ein bisschen Energie zu tanken. So ist meine Einschätzung, weil ich glaube, YouTube ist schon sein Ding. Ne? Also das macht er schon ganz mit Leidenschaft und das merkst du auch. Ne? Und deshalb ist auch die Emotion wahrscheinlich so das Negative aufzunehmen so groß und hat die letztendlich auch zu diesem Entschluss führen lassen, das jetzt einmal pausieren zu lassen. Also schade aus meiner Sicht, ne? Aber total schade, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch zurückkommt. Also, glaube ich schon, weil ich glaube, YouTube hat ja ein gewisses Suchtpotenzial, wenn man YouTube-Creator ist, in Anführungsstrichen. ja.
das ist nämlich so ein ganz anderes, heikles Thema und da möchte ich eigentlich ein Video dazu machen. Ist ein bisschen sensibles Thema, weil nur immer Quatschvideos möchte ich auch nicht machen. Und zwar geht es mir darum, und ich habe da ein bisschen recherchiert und Sachen ausgearbeitet, ob Fotografieren und YouTube oder Social Media als Creator, ob das süchtig machen kann. Und ich habe da wirklich ein paar Sachen rausgearbeitet und muss erschreckenderweise wirklich feststellen, dass es da wirklich Parallelen zur Sucht geben kann. Ich weiß nicht, ob ihr euch da schon mal so Gedanken drüber gemacht habt. Ich spreche jetzt mal so aus persönlicher Erfahrung. Ich merke zum Beispiel, wenn ich eine Woche kein Video gemacht habe oder irgendwelche Sachen im Kopf habe, ich habe da so einen inneren kreativen Drang, wo der irgendwie raus muss. Dann muss ich raus und muss fotografieren. Ich muss was machen. Ich muss irgendwie kreativ was machen. Möchte das auch auf YouTube tun. Wenn ich das nicht mache, dann wäre ich lästig. Dann wäre ich teilweise also, ja, teilweise auch Wieso wirst du lästig? immer lästig. Ich weiß. Es gibt wirklich viel Parallelen. Es gibt viel Parallelen auch zu deinem Gasvideo, Thorsten. Ist ja auch so eine Parallele, wo ich sage, brauche ich alles Neues? Kann sich das auch unter Umständen, nicht bei jedem, kann sich sowas auch zu einer Sucht entwickeln, wo ich sage, ich möchte immer vorne dabei sein, ich möchte immer das Beste haben, ich möchte die Anerkennung haben, ich möchte die Aufrufe haben, weil so eine Sucht funktioniert ja auch durch das Belohnungssystem, wo der Mensch ja also anfällig ist. Ein Also, Creator wird belohnt durch Aufrufe, Abozahlen. Versteht's, was ich meine? ja, also ich verstehe, was du meinst und ich weiß nicht, wie lange du jetzt heute Abend Zeit hast, wenn ich da jetzt drauf anfange, anzuantworten. Aber ich wollte mal eben zu dem anderen was sagen, was aber eigentlich damit zugehört, was du vorhin schon gesagt hast, diese Neidkultur, die wir hier in Deutschland haben. Also Suchtproblem wird sicherlich ein weltweites Problem da geben in der Form und da bin ich auch völlig bei, dass das süchtig machen kann und ich glaube, alles kann süchtig machen, was einen glücklich macht, davon mal abgesehen, oder anscheinend glücklich macht. Aber zu dieser Neidkultur, und ich glaube, das ist eine der Ursachen, um auch vorneweg bei zu sein, dieses neidisch sein, was du vorhin sagtest. Ne? Also, warum hier jemand auf dich, auf Sascha oder mich oder auf irgendjemand anders neidisch ist, kann ich auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil alles, was ich hier mache, alles, was ich tue, habe ich mir selber erarbeitet. Und das ist mir nicht in den Schoß gefallen und das ist mir auch in keinster Form sonst was. Ich muss mir hier auch alles hart kaufen. Sicherlich dadurch, dass ich ein bisschen mehr mache, so nehme ich das jetzt mal, also mehr mache als andere Fotografen. Das heißt, ich bin sichtbar auf YouTube. Dadurch bin ich sichtbar für eine Werbeindustrie und durch diese Sichtbarkeit kriegst du dann das eine oder andere mal zugeschickt zum Testen. Ne? Also das muss man mal so sehen. Ich habe das ja nicht bekommen, weil ich die angeschrieben habe, sondern weil ich etwas in Vorleistung gebracht habe. Deswegen habe ich das gekriegt. Mich da einfach nur hinzusetzen und hoffen, dass mir Insta360, mit denen ich ja zusammenarbeite, mir etwas schicken, das brauchst du doch nicht glauben. Ich habe mich total gefreut, als die mir was geschickt haben, wo ich noch unter 1000 war, aber das ist eben halt eine neue Marketingstrategie, die eben halt ausprobieren. Dadurch war ich eben halt in den Topf mit drin und habe mich da glücklich geschätzt. Aber das hätte ich nie erreicht, wenn ich nicht vorher aus Spaß diesen Kanal angefangen habe. Und dann ist da irgendjemand drauf neidisch. Dann sage ich ganz ehrlich, sorry, bist du selber schuld, weil das kannst du selber machen. Ein YouTube-Kanal, das wisst ihr beide auch, ist in knappen Stunde komplett eingerichtet und dann kann ich das erste Video hochladen und ich bin sichtbar. Vielleicht habe ich auch richtig Glück und hau mit dem ersten Video raus und mache 10.000 Aufrufe. Da hast du auch so ein schönes Beispiel darauf, Markus, ne, mit deinem KI-Video. Oh ja. Oh, Ne, ja. aber du brauchst nur ein Video, was richtig performt, dann kann das schon nach vorne gehen. Ja. Da kann man sagen, das war Glück. Nee, das ist dann auch eine gewisse Art an Können. Da sind viele Faktoren, die mit rein. Da muss aber keiner neidisch drauf sein. Und jetzt nehme ich mal Benjamin Jaworski, der ja nun, ich sag mal, wie nenne ich das denn mal? Aber ich sag mal, derjenige, der am meisten polarisiert, wenn es um seine Person, um seinen YouTube-Kanal geht. Jetzt muss man auch da mal ein bisschen genauer sein. Also ich mag seine Art nicht, wie er Videos präsentiert. Das ist aber meine ganz persönliche Sehgewohnheit. Es gibt Videos, die gucke ich von ihm, weil ich die toll finde. Da gibt es auch alle Daumen hoch, weil ich einfach sage, top gemacht. Ne? Also diese Around the World liebe ich.
seine Erklärvideos liebe ich nicht. Das ist nicht mein Erklärungsstil. Da sage ich, das ist für mich ein schlechter Lehrer, damit ich es verstehe. Es liegt nicht an ihm, wie er das erzählt, sondern es liegt an meinem Auffassungsvermögen. Da gibt es andere, die mir das besser erklären oder wo ich es besser verstehen kann. Ne? Also deswegen ist er ja kein schlechter Lehrer oder jemand, der das beibringt oder schlechter YouTuber. Deswegen sehe ich das auch sehr, sehr differenziert. Und ich habe ihn auch persönlich schon erlebt und muss auch sagen, meine Meinung, dass er ein bisschen arrogant wirkt, habe ich seitdem massiv revidiert, weil der ist sowas von nah, aber das glaubt gar kein Mensch, wenn man den mal live erlebt hat, wie der auf einer Messe rumläuft. Sascha, du warst gar nicht mehr da, oder? Hast du den noch erlebt in Duisburg? Nee, hab ich nicht. Ja, aber da der Oftmals so, ne, dass wenn man Leute persönlich mal trifft, dann hat man vielleicht ein ganz anderes Bild, als wenn man die jetzt nur online sieht. Ne? Richtig. So, und es gibt ganz viele, ja, und und Haugland und Jacke scheiße, sein Kanal scheiße, seine Produkte scheiße. Sicherlich ist das ein oder andere Produkt sicherlich nicht ganz so gut für die eine Person. Für die andere Person passt das Ganze wieder. So, ich habe selber von ihm mal was gekauft, das war nicht schlecht. Das ist auch okay. Ich habe auch ein Buch von ihm gelesen. Das fand ich sehr, sehr gut. Also so ein Fotografie-Anfängerbuch. Das hat mich mal interessiert, habe ich gelesen. War auch sehr gut gemacht. Und egal, was er gemacht hat, man muss das immer noch mal sehr deutlich sein. Der hat über 440.000 Abonnenten. Er ist der größte deutsche Foto-YouTuber. Der hat etwas geschafft. Ja, da waren schlimmere in Duisburg. Die nennen wir jetzt mal nicht. ähm, Er hat aber etwas geschaffen und er hat, glaube ich, auch ganz vielen Leuten eine geile Zeit bereitet mit seiner Art und Weise und hat auch ganz viele Leute, glaube ich, auch in die Fotografie geführt. Und dafür hat man höchsten Respekt. Und dass er jetzt sagt, okay, mein Geschäftsmodell YouTube, so muss man das Video einfach mal lesen, funktioniert so nicht mehr. Also, dass es mich dauerhaft gut ernährt, weil das ist die Konsequenz dabei. Ähm, Dann ist das völlig in Ordnung. Und er ist ja nicht komplett weg, er löscht ja nichts, sondern er geht halt einen anderen Weg. Und das finde ich auch völlig legitim. Und man muss ihn deswegen nicht hassen, sondern man muss ihm einfach den Respekt zollen. Und ich bin da überhaupt nicht neidisch, weil wenn ich darauf neidisch bin, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sitze ich auf der Couch und heule, weil ich es nicht geschafft habe, oder ich stehe auf und sage, ich versuche es auch mal, ob ich es schaffen könnte, wenn das mein Ziel wäre. Da aber weder das eine noch das andere ist, bin ich nicht neidisch, sondern ich respektiere das und ich bin auch nicht neidisch, weil ich das gar nicht erreichen möchte, was er dort hat. Ne? Das ist nämlich die andere Seite, das, was man in Duisburg sehen konnte. Der konnte nämlich keine 5 Meter in Ruhe gehen und was genießen, weil der ständig angesprochen wurde. Das ist auch nicht der Brüller. Aber der hat ja vor 8 Jahren schon mal angekündigt, wie gesagt, ich habe da jetzt so ein bisschen recherchiert, der hat ja vor 8 Jahren schon mal angekündigt, er hört auf oder tritt massiv zurück. Bloß noch 2, 3 Videos im Monat. Also vor 8 Jahren hat er da schon sich das überlegt gehabt, ob er nicht ein bisschen langsamer macht. Jetzt musst du dir vorstellen, hat er aber 8 Jahre weiterhin durchgezogen. Ne? Das ist auch Hat er ganz nicht vor spannend eigentlich. 12 Jahren mit seinem Kanal angefangen erst? Ich meine, das Ja. war schon noch früh, ne? Also vor 12 Jahren habe ich, glaube ich, an YouTube noch nicht gedacht, ne? Aber für ihn ist jetzt seine Zeit bei YouTube zu Ende, ne? Ich habe das Video zur Hälfte jetzt erst gesehen, aus welchem Grund er sich zurückzieht. Aber der wird hier noch was anderes in der Hinterhand haben, ne? Der schreibt Bücher Ja. und hat seine kleine Firma da oder Haugland, wie auch immer, was er da sonst noch alles hat. Ne? Also der wird schon sein Business machen. Ne? Nur halt. Die will er ja auch abgeben in dem Video. Also er hat erstmal 437.000 Abonnenten. Ich habe jetzt gerade mal geguckt. Das ist auch völlig in Ordnung. Und er hat angefangen, jetzt, das kann man hier irgendwo sehen. Oh, der wohnt ja gar nicht mehr so weit weg von mir. Ey, sollte ich mal vorbeifahren? Also wenn das hier gerade knallt, hier sind gerade so ein paar Idioten draußen, die wieder noch ein bisschen Silvester spielen. 2009, am 2.11.2009 hat er den Kanal, also YouTube beigetreten. Also von daher, dann wird er sich das wahrscheinlich auch eine Weile angeguckt haben und dann hat er gestartet. Und er selber schreibt seit vor über 12 Jahren, habe ich angefangen. Jetzt ist die Frage immer, wie alt der Text ist, ne? Vor 12 Jahren, das war ja doch recht früh, stimmt. Ja, also er hat mit Calvin Hollywood und sowas angefangen, ne? Ja, da war YouTube noch ganz anders drauf früher. Broadcast Yourself hat es ja noch geheißen. Ohne große Marketingfirmen, die im Hintergrund sitzen, dich managen und so weiter. Ja, also von daher, er war zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle und hat die richtige Idee gehabt. Ja.
Chapeau, ziehe ich einen Hut vor. Ja. Wie heißt es immer so schön? Nichts ist stärker als die Idee, für deren Zeit die Zeit gekommen ist. Ja. Aber er hat es auch relativ ausführlich beschrieben, dass er jetzt halbe Stunde Instagram für einen Instagram-Post oder für eine Reel oder für eine Story. Das sind dann hochgerechnet, also wenn man das jeden Tag, da hat er gesagt, das sind irgendwie, keine Ahnung, 180 Stunden im Jahr, Ja. was ihm nichts bringt. Dafür hat er keine Einkommen oder keine Einnahmen. Ne? Und darauf hat er keinen Bock mehr. Und weiß nicht, da geht es, glaube ich, vielen so, ne? Die auch sagen, Instagram, wofür muss ich da jeden Tag ein Foto hochladen? Macht ihr das? Macht ihr jeden Tag bei Instagram irgendwas? Nö. Na, momentan gar Auch nicht. nur. Also bei mir ist es so, wenn ich da Bock drauf habe, wenn ich ein Foto habe, dann nutze ich das mal. Ansonsten ist auch nicht klug, ne? Ich komme bei YouTube schon gar nicht hinterher, mir alles anzuschauen. Und Instagram finde ich irgendwie benutzerunfreundlich. Also die Übersicht bei Instagram, ich übersehe da wahrscheinlich so viele Sachen. Ich Also müsste ich- über eine Stunde auf der Toilette durchscrollen, dass ich alle Fotos like. Also ich nehme ja kein Handy mit auf die Toilette, also kann ich da jetzt nicht mitreden, Markus. echt, was machst du? Bist du da nur einer, der irgendwie Zeitschriften liest, Nee, Fernsehzeitschriften? ich lese immer die Duschverpackung. Ach ja, ja. Wie kriegen wir jetzt den Bogen hin? Also Instagram. Ja, Instagram nutze ich tatsächlich nur, mit meiner Community in Kontakt zu treten, weil, also so zur Erstkontaktaufnahme, dass die mit mir sprechen. Ab und zu mache ich mal ein Foto dahin. Ich sage mir aber ganz ehrlich, wenn die meine Fotos sehen wollen, können sie meine YouTube-Videos gucken. Da sind meine Fotos genauso drin. Warum soll ich die gleichen Bilder da posten? Und so richtig überzeugend tut mich das nicht. Und ich sag mal, wo ich gerade gedanklich bei bin, ist, wie könnte ich meine besten Bilder vernünftig präsentieren, dass jemand, der wirklich Interesse daran hat, wie ich fotografiere, das heißt also, ich sag mal, meine Hochzeitskunden, meine Freunde, meine Community, und sagt, ich möchte mir mal die Bilder in Ruhe angucken. Und da bin ich gerade überlegen, wie ich das in meine Internetseite integriere, um einfach zu sagen, ja, da kannst du die Bilder gucken, das sind meine besten Bilder, und ich möchte da eigentlich auch nicht unbedingt noch eine zusätzliche Plattform haben, sondern ich möchte das wieder ein bisschen mehr personalisieren, wenn jemand sagt, ich möchte mir das noch genauer anschauen und möchte das in Ruhe und ich möchte das vielleicht auch in einer guten Qualität mir großzoomen können, dann soll er das bitte auf meiner Seite tun. Dann interessiert ihn das auch, und ich sag mal so, ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass man auch Bilder verkaufen kann, und dann kann man auch vielleicht auch sagen, wenn du dann Interesse hast, kannst du dieses Bild dann auch kaufen. Also da bin ich jetzt sogar am Überlegen drüber. Das soll jetzt kein Geschäftsmodell sein, aber einmal diese Präsentationsmöglichkeit, und ich habe aber eben halt auch einen oder anderen Kunden eben halt, der eben halt gerne mal ein Foto kaufen möchte, und da bin ich gerade am Überlegen, wie ich das löse. Aber von Instagram oder dieses ganze Social Media, Instagram bringt mir nichts. Bin ich ganz Voll. ehrlich. Außer ein Herzchen und ein Kontakt, zum Beispiel Rolf, der hier auch heute im Chat ist, wir haben über Instagram Kontakt gehabt. Dafür ist das eine tolle Plattform, ja. Aber für mehr nutze ich es nicht mehr. Und ich bin auch immer noch Generation Facebook. Was mich ja brutal nervt, achso, wir streamen auf Facebook auch heute, wollte ich sagen. Genau. Okay. Was mich aber so nervt, ist das Zwangsformat bei Instagram. Das nervt mir einfach. Ja, Wie meinst du das? Naja, weil die Fotos müssen dann oft zugeschnitten werden und dann ist ja die ganze Perspektive wieder für den Popo. Du kannst da bloß 2, 3 Formate auswählen. Oder das Original, da kommt das Foto auch nicht so rüber. ja, Deswegen oder du ist, machst glaube dir da extra einen Rahmen rum und das sieht auch scheiße ja, aus. deswegen finde ich so eine externe Lösung wie eine eigene Webseite und mit einer schönen Galerie, finde ich eigentlich auch sinnvoll. Also gefällt mir auch. Aber jetzt muss ich unbedingt fragen, weil im Chat geht jetzt die ganze Zeit irgendwas mit einer Haugland-Jacke Ja. um sich. Ah, Ich bin aus Bayern. In Haugland ist bis in den Süden noch nicht vorgedrungen. Kann mich irgendjemand aufklären, was die kann? Kann die Curry kochen? Haugland ist ein Strand auf den Lofoten. Mhm. Das nennt sich Haugland Beach. Dort hat Jaworski damals seine Around the World Lofoten-Tour auch gefilmt. Und das war so einer der Basic-Punkte. Und danach hat er sich überlegt, dass er eine Jacke für Fotografen schafft. Ah, Und hat dann die Marke Haugland gegründet und hat dann eben halt mit einer Outdoor-Jacke für Fotografen, die also ein paar speziellere Funktionen haben. Also ich sag mal, ich nenne das jetzt mal Outdoor-Jacke plus für Fotografen, weil grundsätzlich das, was da an der Jacke so ein paar Sachen dran sind, gibt es bei jeder Outdoor-Jacke. Es gibt ja so ein bisschen Standard, und er hat eben halt da so ein paar Sachen mehr gemacht.
Und du bist auch schon neben einer Hochland-Jacke die ganze Zeit vorbei rangelaufen, als Manuel trägt nämlich so eine, diese grünliche Jacke, das ist diese Hochland-Jacke. Ach, bei Manuel war ich so abgelenkt mit dem riesen Rucksack. Da schaue ich nicht auf die Jacke. Ja, das ist übrigens der zweite Rucksack, weil die Jacke wird auch häufiger mal als der Fotografenrucksack für unterwegs gemacht. Also marketingtechnisch total gut. Zur Qualität kann ich nichts sagen. Ich weiß aber, dass Manuel damit sehr, sehr zufrieden ist und andere, die haben, sind damit auch sehr zufrieden. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis kann ich es nicht beurteilen, weil wie gesagt, das müsste ich in der Hand haben, aber wenn die in Ordnung, also die in Ordnung finden, die also wirklich auch wasserdicht ist, das ist für mich das Mindeste, was die wirklich schaffen muss. Ja. Sascha, du bist ja auch in der Natur unterwegs, ne? Eine Outdoor-Jacke muss wasserdicht sein. Und wenn man sich den Preis anguckt, dann sage ich mal, glaube ich, wird das Preis-Leistungs-Verhältnis an der Stelle auch stimmen. Ne? Markus, kennst du von der Sesamstraße den Charakter Schlemiel? Nein. Das ist so ein kleiner Grüner mit so einem Cowboy-Hut, der so einen Trenchcoat anhat und immer so quasi so den aufmacht und sagt, willst du was kaufen? So musst du dir das vorstellen. Dann hast du nämlich auf der Innenseite ganz viele Fächer, wo du Akkus reinmachen kannst, Speicherkarten, diese Jacke, die Hauptjacke. Okay. Hat so eine Besonderheit, ne, für Fotografen. Okay. Also brauche ich das jetzt. Sicher. Perfekt. Ja, aber das Großraumzelte verkauft er nicht. Das war gemein. Zirkuszelt, oder? Du musst natürlich aufpassen, da gibt es so verschiedene Sachen. Also der bewirbt, glaube ich, die Jacken 7 in 1. Ne? Du hast also eine Fleece-Innenjacke, dann hast du noch eine Jacke, die du da drüber ziehen kannst und eine Außenjacke. Also, ne, wenn du so willst, ziehst du 3 Jacken übereinander. Okay. Und aus Erfahrung, ich habe jetzt keine Jacke von dem, aber umso mehr Jacken du drüber ziehst, umso enger wird es, sage ich jetzt mal. Und da ist unbedingt XL nicht von der Außenmaße her dann passen. Da müsste man vielleicht ein Innen XL und, also bei mir jetzt, und Okay. Außen XXL kaufen. Aber ich glaube, das kannst du nicht, ne? Du kannst nicht mixen. Doch, dann musst du es aber alles einzeln kaufen, das geht. Okay. Das würde gehen. Also es gibt da so 1, 2 Produkte, die finde ich interessant. Also er hat so eine mintgrüne Regenjacke, weil Winterjacken und Outdoorjacken habe ich mehr als genug, aber ich finde diese Regenjacke sehr interessant. Die hat so einen ähnlichen Farbton wie das hier. Das ist ja schon mal sowieso grundsätzlich meine Farbe. Und dann ist es so, die hat vorne so einen Brustbeutel. Und gerade wenn du draußen unterwegs bist und du wartest auf eine Situation und so ein Brustbeutel, wo gerade eine Kamera da in so eine Regenjacke passt, also wirklich groß, das finde ich schon sehr, sehr interessant. Das ist so ähnlich wie die Hoodies, die er anbietet. Also von daher, ja, finde ich gut. Jetzt, wenn ich frage, was sowas kostet, dann möchte ich die doch nicht mehr. Ja, ich glaube ab 349 € irgendwie sowas. Das ist nicht günstig. Okay, super. Ja, aber ganz ehrlich, meine Jack Wolfskin-Jacke, die ich mir damals gekauft habe, die ich seit Jahren trage, hat auch 349 € gekostet. Und das ist ähnliche Wassersäule, ähnliche Qualität. Ähnliche Qualität ist jetzt, kann ich ja gar nicht beurteilen, aber ich sag mal, ist eine 3-in-1-Jacke, also hast du 3 Möglichkeiten, die zu tragen. Okay. Ob dieses Prinzip 7 in 1, 3 in 1, verstehe ich sowieso nicht, aber ist auch völlig egal. Eine Jacke muss passen, und ne, also von daher. Ja, also Aber bei Kindergrößen bin ich schon raus. 300 € ist, glaube ich, die Jacke im Sale mal, glaube ich. Ne? Also wenn ich hier auf der Webseite gucke, dann hast du pro Jacke ein Hunderter. Ne? Also eine Fließinnenjacke, wenn du eine vernünftige Qualität hast, zahlst du auch 70, 80 € im Geschäft. Ja. Und dann die Innenjacke zum Isolieren und die Außenjacke, ja, muss ja jeder selber wissen. Ja, aber so viel bist du auch nicht mehr unterwegs in der Natur, Sascha, oder? Dein Camper steht bestimmt 100 Meter daneben. Da bin ich mir sowas von sicher. Ich mache nur die Heckklappe auf und fotografiere von drin raus. Wahrscheinlich, genau, aus dem Trocknen raus. Aber da haben wir eine Frage vom Oliver. Kann mir einer erklären, wie man hier auf einen Kommentar antworten kann oder mit, ich glaube, das funktioniert mit dem Ad-Zeichen. Ad-Zeichen und dann dem Benutzernamen. Dann müsste das funktionieren, Oliver. Ja, das ist ja die grundsätzliche Chatfunktion von YouTube dann, ne? Genau. Ja, was steht denn bei dir jetzt eigentlich an, Sascha? Jetzt bin ich schon gespannt. Du stellst jetzt dein Auto die ganze Zeit vor, aber unterwegs? Also ich war tatsächlich heute auch noch mal draußen und habe Material aufgenommen für ein neues Video, was eigentlich morgen kommen soll. Mal gucken, ob ich das noch schaffe. Ja, ich habe noch so viel Material auch aus dem Bayern-Urlaub noch
auf der Festplatte, da komme ich einfach nicht zu. Ne? Also arbeiten natürlich noch zwischen den Jahren war ich und muss jetzt auch Anfang des Mhm. Jahres, also Montag wieder los. Ja, es ist natürlich das Neue, das Interessante, das macht man gerne und ja, wie gesagt, Material habe ich ohne Ende. Drohne war ich heute nochmal fliegen, seit langem mal wieder mit der DJI R2S. Ja, da ist gerade der Drogengrafer mit reingekommen. Vielleicht kennst du den Kanal. Möchte euch unbedingt empfehlen, wenn euch Drohnen interessiert. Schaut's unbedingt vorbei. Wir planen ja auch schon die ganze Zeit zusammen, was in Regensburg zu machen an der Walhalla. Haben aber leider noch nicht geschafft, weil laufend was dazwischen kommt. Entschuldigung für den Einwurf. Also Drohnengrafer gibt es immer aktuelle News über die ganzen Drohnenvorschriften. Genau. Jetzt habe ich die aus dem Konzept gebracht, gell? Nee, wie gesagt, ich habe mich heute wieder tierisch gefreut, dass ich das erste Mal wieder Drohnen fliegen durfte seit langer Zeit und war überrascht, dass ich doch zufrieden bin mit der R2S noch, wobei die R3S natürlich schon meilenweit besser ist oder eine Mini 4 Pro, aber das ist halt so ein Gas-Syndrom. Da habe ich mir dann auch geschworen, im neuen Jahr so ein bisschen mal auf die Bremse zu treten, weil ich ja schon mal ganz gerne das ein oder andere neue Technikprodukt kaufe, wie du sicherlich weißt, Markus, ob es Klar. jetzt eine neue Actionkamera ist oder nicht. Ja, insofern bin ich mit der alten Drohne heute wirklich 2 Akkulängen geflogen und ja, war toll. Hat mich gefreut. Und mal gucken, was ich daraus bastel. Weil bei uns ist es so, lieber Chat, wir handeln ja wie auf dem türkischen Bazar untereinander mit Equipment. Ob das die Pocket 2 vom Lichtsetzer war, mit der ich heute noch total zufrieden bin, oder die Action 4 vom Sascha, die was er abgestoßen hat. Aber komischerweise kaufe ich bei euch bloß immer. Ich brauche jetzt einmal was, was ich euch verkaufen kann. Ich mache da ein mieses Geschäft, oder? Ich hätte da Mini 2 noch. Braucht jemand der Mini 2? Oh, Thorsten, bei dir ist, glaube ich, gerade der Ton weg. Du hast dich gemutet. Achso, ja, ich bin gerade ein bisschen am Fluchen. Ich habe fest gerade gestellt, dass ihr beide bildmäßig richtig geil rüberkommt. Ja. Und ich sehe aus, als würde ich in der Waschküche sitzen. Du sitzt Und auf dem Kabel. So ja, bist und ich sag mal, auf dem Bild, was ich jetzt im Stream mit euch hier habe, vor meinem Rechner, sieht das total geil aus. ja, Und da habe ich jetzt gerade ein Problem. Jetzt bin ich gerade am rausfinden, woran das hier liegt. Ich muss mal gerade was ausprobieren, dass ich hier. Also M4, du meinst wahrscheinlich die Mavic 4 Pro, auf die bin ich gespannt. Ich fliege immer nur die Mavic 3 Classic mit der Hasselblad. Absolut geile Drohne mit Blende. Ja, was Neues kommt. Ich hätte mir die auch nie gekauft. Ich habe die R2S gehabt, war ich voll zufrieden. Ich habe die Drohne geliebt, also wirklich Ja. ich habe es geliebt. Also keine Ahnung. Also ich bin eigentlich ganz scharf. Ich bin heute einfach in der Waschmaschine, keine Ahnung. Aber Hauptsache, man kann mich tonmäßig hören. Markus, wo wir jetzt gerade bei der R2S sind, ich hatte letztens die Idee, dass ich das Auto beim Fahren seitlich mit der R2S begleite. Weißt du, ob das funktioniert? Weil bei mir hat es nicht funktioniert. Der ist, Klar funktioniert das. also die kann dich seitlich verfolgen. Ja, du kannst es einstellen von hinten, von vorne, seitlich. Na, da müssen wir nochmal telefonieren. Ja, also das müsste die eigentlich machen. Ja, stimmt, Glanzi, aber macht nichts. Jetzt haben wir ja große Thermaldrohne. Vielen Dank nochmal. Weil der Glanzi wollte mir nämlich Seitdrohne geben für die Rehkitzrettung. Aber dann haben wir festgestellt, dass die Akkus kaputt sind. Wann geht die Rehkitz-Saison wieder los? Wann Ja, muss ich vorbeikommen? März, April, Mai ist schon wieder Hochsaison. Ah, okay. Und hoffentlich findest du diesmal welche. Wir waren ja nicht so, Gott, doch, erfolgreich waren wir schon, aber wir brauchen einfach mal das Spam-Foto, dass Sascha einen Kitz raushebt. Das Spam-Foto. Genau, das brauchen wir. Ein Spam-Foto. Also Mini 2, du hast ja aber noch die alte, ne? Das heißt ja, die wäre ja noch die Variation, dass man extrem hochfliegen könnte, ne? Ja, genau, die Mini 2. Das war der Verkaufsschlager dann von DJI damals mit den Mini-Drohnen. Ja, also musst du warten, bis Thorsten Engelmann seine wieder versenkt hat. Nein, also ich habe ja die
wie nennt sich das? Mini 4K, das ist im Prinzip nichts anderes als die Mini 2 ist in einer anderen Gewand. Ne, aber hast eben halt die Höhenbeschränkung mit 120 Metern. Aber ich sag mal so, für meine Zwecke reicht das vollkommen aus. Also die paar Male, wo ich damit fliege, weil du kannst ja sowieso kaum noch irgendwo richtig fliegen in Deutschland, das kannst du ja komplett knicken oder sowas, ne? Das wird wirklich leider immer schlimmer, ja. Ja. Ja, und klar ist so eine Drohne, so eine etwas ältere, dann charmant, weil man sich dann eben halt über das eine oder andere noch hinwegsetzen kann, weil die eben halt nicht beschränkt ist und vielleicht auch das Tracking dann nicht so funktioniert, das weiß ich nicht, aber ich habe das jetzt ja, ich habe ja auch die Neo, ich habe das jetzt hier festgestellt, also ich wohne in einer Flugverbotszone. Ich kriege hier im Raum, in meinem Büro oder in meinem Studio, kriege ich die Neo gestartet. Draußen im Garten kriege ich die nicht mal gestartet, weil der sagt, hier startest du nicht. Ne? Also das ist echt Hammer. Ja, bei den Kleinen geht es noch. Die Mini 2 hat ja keinen Active Track und so weiter. Da lernst du das Fliegen noch richtig. Also nichts mit irgendwelchen tollen Mastershots und so. Oder Ja. mit Sensoren, da musst du mit den Augen fliegen und aufpassen, wo du hinfliegst. Das Also war, das war die Drohne, was die Dani da in das Flugfenster rein versenkt hat. Also Markus, ich würde sie an deiner Stelle nicht abgeben. Also ich habe ja die DJI Air mal gehabt, die erste Generation, die habe ich dann irgendwann verkauft. Inzwischen ärgere ich mich, dass ich das getan habe, weil an der einen oder anderen Stelle hätte ich damit auch fliegen können, genauso wie ich jetzt mit der 4K fliege. Also letztendlich ist es völlig egal, weil ja, also ich brauche die Drohne eigentlich nur 1-2 Mal im Jahr wirklich und das war's dann noch. Ne? Also Aber ich habe mir schon gedacht, jetzt, viele haben sich die Neo wahrscheinlich gekauft und die vergammelt jetzt irgendwo, gell? ja, im Moment kannst du, also ich bist ja nicht draußen, ne? Also wo willst du im Moment, ich bin ja froh, wenn ich schon mal zum Fotografieren rauskomme und bin ja auch froh, dass ich noch Material habe, das ich hier auf dem Kanal zeigen kann. Von daher, das ist alles in Ordnung, aber ich gehe mal von aus, so ab Februar, März wird das auch wieder aktiver werden und dann werden auch die Sachen wieder genutzt. Gut, dann ist die Flip wahrscheinlich draußen, wie sie neue heißt. Ja, ob DJI sich da jetzt einen Gefallen tut, so schnell hinterher zu schießen, weiß ich nicht. Gerade jetzt im Frühjahr und auch die Intervalle werden ja auch so dermaßen schnell, dass man immer neuer kaufen soll. Dann sind wir wieder bei dem Gas, ne? Also das ist heftig. Also so groß kann kein Portemonnaie sein. Nee. Hast du auch irgendeine faltbare Drohne, Sascha? Oder steht irgendwas an? Ich wollte gerade fragen, kennt sich jemand mit dieser Hover Air aus? Mit dieser Hover Air X1 Pro? Oder? Da müsstest du Manuel mal anschreiben, der hat die. Weil das war ein Produkt, also die Neo hat mich schon gereizt, aber ich glaube, du bist auch nicht klargekommen mit Markus, ne? Ja. Weil die ist ja auch nochmal zurückgegangen. Ich habe meine Neo wieder zurückgegeben. Ausprobiert, getestet. Ja gut, da hättest du mir die mal anbieten können. Also, Da habe ich es noch nicht gewusst. nein, aber Sascha, ich kann das ja anders machen. Ich kann dir einfach die Neo für ein paar Wochen schicken, dann probierst du das aus. also in der Tat würde das ein oder andere ist mal Bildmaterial mit der Neo schon ganz gut werden. So kann ich mir das vorstellen. Besser als mit so einer R2S, wie ich das heute versucht habe. Also bei dem einen oder anderen Verfolgen zum Beispiel irgendwo, da ist die, glaube ich, ganz interessant, ne? Ja, ich habe die ja auch und mich begeistert die auch. Also ich finde das auch lustig. Es ist eine lustige Geschichte. Und als ich die ausprobiert habe, ja, das hat auch gut funktioniert. Ich musste aber auch schon im Ilsetal, im Harz, der hinterher springen, weil sie dann auf einmal das Tracking verloren hat. Das war aber nicht die Schuld der Drohne, das war definitiv ein Bedienerfehler, weil man muss die zwischendurch mal kalibrieren, das hatte ich nicht getan. Das muss man mit jeder Drohne mal ab und zu machen, das muss man auch mit einer Neo machen, das war mir noch nicht so bewusst. Und dann hat die dadurch eben halt alles verloren gehabt, dadurch, dass die ständig transportiert wird. Ich habe nicht drauf geachtet und auf einmal machte die so wirklich so hinter so einem Baum und ich stand da schon, war echt am Überlegen, wie hole ich sie wieder runter. Ich konnte sie auch dann in dem Moment mit dem Handy nicht und bin wirklich aus so einem Baumstamm und habe sie mir dann so aus der Luft gegriffen, weil auch Hand unter funktionierte alles in dem Moment nicht. Ne? Aber das ist nicht der Fehler von DJI, das war ein Bedienerfehler. Aber es war schon, wo ich gedacht habe, okay, jetzt ist gleich ganz viel Geld weg. Der Live-Picture schreibt auch, hier wohne ich, Naturschutzgebiet, Flugplatz und so weiter. Es gibt immer Idioten, die eben da nicht auf die Regeln achten. Das sind genau die Leute, was den ernsthaften Drohnenpilot immer so in Verruf bringen. Also sehe ich auch so.
So, ich probiere jetzt noch mal eben was nebenbei aus, weil René schreibt gerade, dass ich auch nicht limpensynchron bin. Ich wechsle mal hier einfach die Kamera. Was ja ganz schlimm ist, was die Leute auch nicht aufpassen, wenn du einen YouTube-Kanal hast und so Drohnenvideos veröffentlichst, es gibt wirklich Leute, die achten da ganz genau drauf, wo du fliegst, ob du da fliegen darfst. Und es gibt leider auch Leute, gut, ich habe jetzt den Fall noch nicht gehabt, die hängen dich unter Umständen dann hin. Also, Ja, ich meine, es gibt ja auch, was habe ich letztens gesehen, einen E-Bike-Kanal, der quasi Ausflüge mit dem E-Bike macht, ist dann aber mit seinem, ich sag mal, Elektrofahrrad durch ein Naturschutzgebiet gefahren. Ja, und dann hat er auch Post gekriegt von irgendeiner Behörde. okay. Darfst du mit dem E-Bike auch nicht durchs Naturschutzgebiet fahren? Nein, darfst du Nö. nicht. Okay. Du darfst das eigentlich auch nicht mit dem normalen Fahrrad. Okay. Das habe ich gar nicht gewusst. Wobei natürlich auch Leute sagen, was soll da passieren? Naturschutzgebiet, ich kann doch da 30 Meter drüber heizen über den Wald. Ist doch scheißegal, stört doch keinen. Aber man darf nicht vergessen, es gibt da auch Wildvögel. Und wenn du da mit der Drohne reinrast, dann dringst du in denen ihr Gebiet ein. Und ich habe das ja schon selber erlebt, wenn Raubvögel zum Beispiel Gebiet verteidigen und auf die Drohne losgehen. Also ist immer so hin und her. Ich glaube, da kann man sich ziemlich streiten. Aber der Glanzi schreibt gerade was. Ich könnte interner zur gesetzlichen Regelung erzählen, wie es dazu auch kam, aber das nur im persönlichen Treffen. Du Glanzi, ja, ich habe sowieso vor, jetzt im Frühling möchte ich unbedingt nach Berlin. Kannst du mir im Januar erzählen, René, wir sind ja im Januar schon in Berlin. Ihr seid im Januar schon in Berlin. Ja, ja. Oh Okay. Mist. Weil ich möchte mit dem Glanzi was ganz Tolles machen. Und zwar möchte ich mit dem Glanzi Straße machen. Nachts in, was ist das schlimmste Viertel von Berlin? Am Alexanderplatz. Och, du bist ja langweilig. Oh, der Bayer in einer großen Stadt. Also das ist wieder phänomenal. Ne? Ich sag ja, immer das Leichteste raussuchen. Also am Alexanderplatz kannst du den Alex hochfliegen. Ja, genau. Neukölln, ja, das wäre so etwas. Kreuzberg ist inzwischen ja auch langweilig. Neukölln könnte man machen. Ja, dann da hast du dann, da hast du vielleicht eventuell Spaß. Mit deiner kompletten Fotoausrüstung durch Neukölln in der Nacht Straße fotografieren. Du, Berlin ist, also ich war ja letztes Jahr im Januar in Berlin. Ich bin immer Anfang des Jahres in Berlin. Und da bin ich ja auch. Dann haben wir ich muss aufpassen, dass wir die Orte nicht durcheinander schmeiße. Da, wo das Rote Rathaus ist, war ich dann ja am Fotografieren. Das ist ein großer Platz, direkt ja auch am Fernsehturm und sowas. Also alles fußläufig, wo du dann auch eben halt zur Museumsinsel rüberlaufen kannst. Also ist wirklich alles fußläufig gut zu erreichen. Und dann bin ich dann rumgelaufen. Und dann war so eine Gruppe grüner Jugendlicher, so, ne? Die sind auch zwischendurch von der Polizei kontrolliert worden. Da habe ich dann schon zwischendurch so gedacht. Und die sind dann auch noch auf mich zugelaufen. Und dann habe ich wirklich gedacht, so, gibt zwei Möglichkeiten. Also entweder schleudere ich gleich den Rucksack und den kriegen alle in den Hals, oder ich kann schnell laufen. Und die dritte Möglichkeit, ich bleibe einfach stehen und guck mal, was passiert. Und dann haben die sich einfach nur da interessiert, warum ich das fotografiere. Und dann habe ich denen das erzählt. Ja, wunderbar, viel Spaß und tschüss und weiter. Okay. Also man macht sich manchmal vielleicht auch zu häufig einen Kopf darüber. Keine Ahnung. Also die waren so unterwegs, aber sie waren ganz nett. Super. Ne, also ich glaube, man hat manchmal, das ist ja auch das Problem, man hat viel zu häufig Vorurteile bei sowas. Oder man kennt es eben nicht anders. Wenn man jetzt eher so ländlich kommt und dann in so einer Großstadt mal kommt. Gut, München ist jetzt auch keine kleine Stadt, ganz ehrlich. Aber ich habe auch schon Leute gehört, die heute mittlerweile ein mulmiges Gefühl haben, wenn die nachts irgendwie unterwegs sind, allein mit ihrer Fotoausrüstung. Ach du, ich habe auch früher ein mulmiges Gefühl gehabt, als ich von der Disco nach Hause gekommen bin, die ersten Male. Und auch früher haben auch Mädels ein schlechteres Gefühl gehabt, wenn sie irgendwo unterwegs waren. Klar ist vielleicht die gefühlte Sicherheit, die wir haben, eine andere, aber ich fühle mich jetzt nicht unsicherer oder so etwas. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich Gott sei Dank noch nie schlechte Erfahrungen gemacht habe und versuche eigentlich auch mit allen Leuten offen und ehrlich umzugehen. Vielleicht bewahrt mich das davor, keine Ahnung, kann auch irgendwann anders sein, aber auch das ist wieder so ein Punkt, da sind wir wieder bei dem Social Media. Ich glaube, das wird auch natürlich durch sowas befeuert, durch
durch diese, ich nenne das mal German Angst, die wir so bei vielen Sachen haben. Ne? Wir haben nicht nur German Neid, sondern wir haben auch German Angst. Und wir müssen alles irgendwie beurteilen und alles kommentieren und überall unseren Senf zugeben. Und ich glaube, dadurch ist auch diese gefühlte Sicherheit schlechter. Ja, es gibt sicherlich Stadtteile, auch bei uns in Bremen, die sich sicherlich nicht unbedingt zum Vorteil verändert haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich in irgendeinem Stadtteil unsicher fühle in Bremen. Und da gibt es einige, wo ich auch vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger vielleicht wäre. Aber ich glaube, wenn du Angst zeigst, dann hast du, glaube ich, auch das größere Problem, dass es trifft. Aber Ja, das Thema kannst du den Frank Vlogs mal fragen. Also der hat gerade im heutigen Video über Rio de Janeiro hat er auch im Vorfeld überlegt, welche Kamera, was nimmt er mit als Equipment. Und ich meine, er hätte auch gesagt, dass er extra noch eine Versicherung abgeschlossen hätte im Vorfeld für diesen Trip. Ich meine, gut, das ist natürlich was ganz anderes, ne? Also Rio. Ja, also in Rio ist es ja in diesen wie heißen die? Gibt es so ein schönes Wort dafür? Falafel ist was anderes, aber Ja, aber so Paellas. Paellas, genau. Ne? Also, da heißt es ja, man soll in bestimmten nicht reingehen. Und wenn du dort reingehst, da musst du dir jemanden suchen, der da eben halt bekannt ist und anerkannt ist. Dann hast du da kein Problem mit. Der führt dich da rein, der führt dich da auch raus. Sicherlich ist das sterbliche Risiko dort größer. Das ist aber garantiert in Mexico City genauso groß. Das kann dir aber auch überall anders passieren. Ich will jetzt Magdeburg nicht erwähnen, ne? Aber das ist nur ein Weihnachtsmarkt. Also, es kann dir jeden Tag irgendwas passieren. Das, was Frank dort hat, also ich habe schon immer eine Versicherung, eine Fotoversicherung. okay. Die kostet, ich kann das mal sagen, die kostet mich roundabout 240 € im Jahr. Okay. Die ist so, dass da Equipment bis zu 10.000 € versichert ist. Aber das ist so etwa die Größe, die Reden man. wir hier über Diebstahl oder reden wir über Raub? Ich erzähle dir gleich, was da alles drin Okay. ist. Also nur damit man so ein bisschen die Dimension, deswegen erzähle ich bewusst jetzt die Summen. Das ist also, Versicherungssumme sind 10.000. So, und da ist von Dämlichkeit des Benutzers bis Diebstahl alles mit drin, egal wo das Ding ist. Also da ich ja nun auch im Wohnmobil unterwegs bin und mein Rucksack einfach auch mal im Wohnmobil liegt, auch wenn der recht gut gesichert ist und ich da auch einen Tresor drin habe, ich bin da nicht vorgefeit, dass mir das Ding jemand klaut. So, dann wäre das ärgerlich, wenn die Kameras weg wären. Ne? Das ist eine Menge Geld, die dann weg sind. Es gibt vielleicht Leute, die können sagen, okay, dann greife ich aufs Konto zu. Ich könnte es nicht. Dann wäre mein Hobby in dem Moment sofort vorbei. Und ich habe gesagt, okay, wenn ich wenigstens einen Teil erstattet kriege. Und es ist das Geile an dieser Versicherung ist, du kriegst nicht den Zeitwertersatz, sondern den Neuwert. Und deswegen war das eine sehr, sehr interessante Geschichte. Das ist über eine Agentur gelaufen, aber dahinter steht die Züricher Versicherung. Dann kann man ja einfach mal hier sagen, das ist jetzt keine Schleichwerbung, ich kriege da ja auch nichts für. Das sind ja meine Strikes. Alles gut. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ist über die Züricher Versicherung, also ist jetzt auch kein unbekanntes Unternehmen. Da war ich sehr, sehr glücklich, dass da ein großer Versicherungskonzern hinter ist. Sicherlich wirst du da auch nur ein- oder zweimal einmal nur so einen Schaden haben. Danach wirst du sicherlich rausfliegen oder so lange drin bleiben, bis du die Versicherungssumme wieder zurückbezahlt hast. Weil so funktioniert ja Versicherung. Aber es beruhigt die Nerven. Weil ich jetzt mir zum Beispiel überlege, jetzt, wenn wir am Obersee mit Markus, wo wir unterwegs waren, da war, ich sag mal, so Equipment auf dem Rücken bei so grobe Richtung von 5.000 €. Wenn ich da den Berg runtergerutscht wäre und wenn es doof gelaufen wäre, wäre ich in den See gefallen und dann wäre das kaputt gewesen. Dann hätte ich alles zur Reparatur reinschicken können und das wäre bezahlt worden. So, und das ist, ne, also ins Wasser fallen, Dämlichkeit aus der Hand gefallen, Bruchschäden, ne? Also es geht einfach kaputt, weil es dir aus der Hand fällt, runterfällt. Und das kannst du dir auch pro Gerät ja alles alleine dazu kaufen, dann kommst du etwa auf die gleiche Summe. So, und ich zahle jedes Jahr und das Einzige, wo du nur extrem drauf achten musst, du musst entweder die Rechnung mit der Seriennummer haben und auch ein Foto von der Kamera dann machen. Und wenn du das eventuell nicht hast, weil du dir mal was Gebrauchtes zugekauft hast, dann musst du eine Tageszeitung nehmen, wo die Seriennummer zu sehen ist und dann musst du das als Wert eben halt angeben. Wie gesagt, Neuwert. Und ich glaube, Equipment, was älter als 10 Jahre ist, ist dann nicht mehr versichert. Aber ich finde das sehr fair. Aber es ist ja bei den Versicherungen so, wenn man es nicht braucht, tut einem das Geld leid. Und wenn man es dann wirklich mal braucht und hat keine Versicherung, dann beißt man sich in den Arsch. Das ist immer so eine zweischneidige Sache, gell? Weil wie schnell ist was passiert? Wirklich, wie du sagst, du rutscht aus, knallst auf den Felsen, Kamera kaputt. Du, auf dem Königssee gefilmt. Ich habe die Kamera rausgehalten. Ich habe es gesehen.
zwischendurch ohne Halterung. Ja, ich habe es Ja, gesehen. sagte Thorsten, was machst du jetzt, wenn die runterfällt? Dann sage ich, oh, dann melde ich das meiner Versicherung, dass ich zu doof bin. Das ist halt so. Ne? Gut, in dem Fall wäre es nur die die Ace Pro gewesen. Die hätte ich denn nicht gemeldet, weil die habe ich geschenkt gekriegt. Von Installs wäre mir dann in dem Punkt egal gewesen. So what, dann ist das weg. Ne? Aber ich sag mal, wenn ich hier so meine A7 III oder sowas in Dutt haue, dann würde ich mir einen Arsch beißen. Und die 240 Euro, ja, die tun zum Anfang des Jahres weh. Mhm. Aber die beruhigen meine Nerven. Und wenn man das jetzt mal auf den Monat umrechnet, was das letztendlich kostet, und du kannst ja jede Versicherung ohne Ratenzuschlag inzwischen auch monatlich bezahlen, ja, dann machst du das eben halt so, wenn du es dir nicht auf einmal leisten kannst. Aber du kannst ja auch eine geringere Summe nehmen. Ne? Also ich habe hier eben halt 10.000 genommen, du kannst ja auch nur für 5.000 versichern. Man muss mal einfach mal ausrechnen. Und das kann ich jedem empfehlen. Das Man ist glaubt gar nicht, was für ein Equipment man zusammenkriegt. Ne? Und ich habe nur das versichert, was ich mobil mitnehme. Weil zu Hause ist ja den Rest in der Hausratversicherung drin. Das ist ja so ähnlich wie mit dem Care Refresh zum Beispiel. Care Refresh ist für die großen Drohnen ja auch schon relativ teuer. Also im dreistelligen Bereich zahlst schon. Aber du fliegst damit ganz anders. Wenn du weißt, wenn was passiert, wird die Drohne ersetzt. Achso, Wenn du Drohne. weißt, du fliegst mit einer Drohne, die kostet 1.600 Euro und die rumpelst irgendwo dagegen und dann sind die 1.600 Euro weg. Oder ich krieg das Geld wieder im Notfall, dann traust dich auch viel mehr. Ja. Da macht es auch viel mehr Spaß. Also Drohne ist da drinnen nicht versichert. Die habe ich bewusst draußen gelassen, weil das macht die Sache auch extrem teuer. Aber ganz ehrlich, wenn die 4K weg ist oder irgendwo hin ist, dann sind es 299 Euro. Das ist noch nicht mal, das ist gerade ein bisschen mehr als die Versicherungssumme. Die Neo ist bei 199. Damit könnte ich leben. Das ist dann nichts. Also mir geht es wirklich um die Objektive, um die Buddies, die also wirklich extrem teuer sind. Also darum geht es mir. Um den Kleinkram, wo ich sage, okay, das könnte ich noch so verknusen, ja, dann ist das halt so. Und dann würde ich auch für mich immer abwägen, würde ich die Versicherung wirklich in Anspruch nehmen. Ich sage jetzt mal, nimm mir wieder wirklich die Ace Pro, die wäre mir am Königssee in den Segelfallen. Die kostet 349 Euro. Jetzt mal ganz ehrlich, wegen 100 Euro mehr eine Versicherung dann zu belatschern, das ist so meine Einstellung dazu, wo ich dann weiß, wenn ich diesen Schaden habe, bin ich nicht mehr ganz lange dort versichert, in dem Falle. Vielleicht noch 1, 2 Jahre, damit sie die Summe wieder rauskriegen. Ich habe so eine ähnliche Nummer mal in der Rechtsschutzversicherung mal durchgemacht. Oder ich sage, komm, hast du Pech gehabt, ist Lehrgeld, ist eben halt weg, holst du was Neues. Ist ja auch nicht schlecht, sich was Neues zu kaufen. Gas-Syndrom. Ja. Ne? Und verbuchst das als Lehrgeld. Also mir geht es wirklich um die großen Sachen, die, ne, also ich sag mal, so ein Body für 1.000 Euro oder ein Objektiv für 1.000 Euro, das kann ich mir mal eben nicht so leisten. Das ist so. Ne? Der Christa Limanski schreibt es auch ganz schön. Im Schadensfall, welches Kleingedruckte steht dann wieder irgendwo, das sie nicht bezahlen müssen? So einen Fall habe ich leider auch schon gehabt bei der Rechtsschutzversicherung, wo ich dann auf meine Kosten komplett hocken geblieben bin. Ist natürlich wieder so eine Frage, dass man sich das wirklich auch ganz genau durchliest. Wie du sagst, Drohnen sind auch nicht eingeschlossen, es darf nicht älter wie 10 Jahre sein und so weiter. Ja, ich habe das genau studiert, ob das für Ja. mich passt. Ne, ich habe ja auch analogen Kram. Okay, wenn das weg ist, ist es eben halt weg. Das ist dann halt Pech. Gibt ja genug zum Nachkaufen. Aber wie gesagt, ist das, womit ich sehe es ja aus einer anderen Warte. Ne? Also ich mache ja YouTube, weil es mir ja Spaß macht. Wir sind heute voll bei dem Thema. Ich mache ja YouTube, weil es mir Spaß macht. Ey, dann aufhören, weil mir mein Equipment fehlt. Nein, nee, das geht nicht. Aufhören, weil ich keine Lust mehr habe. Das wäre eine andere Nummer. Aber ich höre nicht auf, weil ich zu doof war, ja? So, und klar, man schleppt ja nicht alles mit. Man hat vielleicht auch eine Ersatzkamera, aber von einer A6700 auf eine A6000 wieder zu wechseln, ist ja dann auch nicht so der Bringer. Ne? Geht auch, aber macht vielleicht dann nicht mehr ganz so viel Spaß. Naja, komm, ich habe von dir alte Kompaktkamera gekriegt mit einem Schwarz-Weiß-Film. Hat auch Spaß gemacht. Also weißt du, man kann sich ein bisschen anstellen, Thorsten. Ja, du weißt, was ich meine. Ne? Du hast, ne, es gibt ja, der Pocket 3 ist ein gutes Beispiel. Du hast den ja live erlebt. Sascha, du hast den auch, ne? Ja. Ja, ne? Jetzt muss ich überlegen. Hattest du den schon oben in Duisburg? Hattest du den da schon? Ja. Wer war das denn, der den nicht hatte und so erstaunt war? Ach, Thorsten war das, genau. War das Thorsten? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Irgendeiner war nämlich so völlig erstaunt und ist danach los und hat sich den geholt. Ich glaube, das war Thorsten. Bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Bei René, jetzt muss ich fragen, René, hattest du in Duisburg, hattest du da den Pocket 3 schon? Ich meine nicht.
René ist ja im Chat drin. Also jedenfalls, aber das ist ein gutes Beispiel daran. Ne? Dieses Ding ist wirklich der Burner. Also ich habe ja den Pocket 2 gehabt, den ja Markus jetzt hat. Der war schon richtig gut, den habe ich geliebt. Das ist so, du gewöhnst dich ja auch an etwas. So, und das Ding habe ich blind bedient. Ne? Das war nachher so zum Schluss, da war ja das muss ich jetzt drücken, okay, und dann funktioniert das. Du gewöhnst dich ja daran. Und genauso ist es ja bei dem Pocket 3 inzwischen. Ich habe mich daran gewöhnt, das macht einfach Spaß. Und wenn ich jetzt den Pocket 2 noch mal in die Hand nehmen würde, das würde zwar funktionieren, aber das würde ja nicht mehr so viel Spaß machen, weil da muss ich wieder drüber nachdenken. Und ich weiß inzwischen ja, was der Pocket 3 im Gegensatz kann. Und Markus hat es ja live erlebt, in welcher Qualität der im Dunkeln Bilder macht. Im Lowlight, irre, wirklich irre. Ja. Da kommt die Pocket 2 nicht hin, das stimmt. Ja, René, du hattest den auch schon. Ne? Dann war das Thorsten, der den noch nicht hatte. Und der hatte nämlich geguckt, weil nämlich wir mit dem Ding aufgenommen und er hat immer geguckt, weil wir das Licht so gut eingefangen hatten. Ne? Das war ja sein größtes Problem. Aber ich habe den Pocket 3 nie gekauft, weil mir der ganze Hype so tierisch auf den Sack gegangen ist. Ganz YouTube war mit Pocket 3 voll. Pocket Ja, aber 3, Aber das hast du doch immer, wenn irgendwas Neues rauskommt. ganz Ja, schlimm. aber da ist der Hype auch wirklich mal berechtigt an dem Teil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war zum Anfang auch so, ich meine, das Ding kostet, glaube ich, neu als Creator Combo 679. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich mir den Gott sei Dank nicht selber kaufen musste, sondern den meine Firma gekauft hat und ich den privat nutzen darf. Man muss ja auch mal Glück haben im Leben. Stimmt. Gut, aber ich muss den halt auch beruflich einsetzen. Also von daher bin ich natürlich auch froh, wenn ich damit ständig arbeite. Damit habe ich im Prinzip ja ein gewisses Training auch dabei, aber das Ding funktioniert, es liefert ab und ich sag mal, auch die ganzen Kritikpunkte, die zum Anfang da geäußert worden sind, da hat sich aus meiner Sicht überhaupt nichts von bewahrheitet und die das wirklich kritisiert haben oder da einen Schaden haben, das ist eigenes Verschulden. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, also die Messlatte hat DJI da extrem hochgelegt, was mich extrem auch wieder wundert. Konstantin ist übrigens auch da, der würde, glaube ich, garantiert genauso für den Pocket 3 sprechen. Was mich extrem wundert, ist, dass bis jetzt da noch keiner rangegangen ist und versucht hat, dagegen anzugehen, gegen diesen Pocket 3. Ne, also, dass Insta da vielleicht ist, ne? Also, das ist Wahnsinn. Und wenn man den Produktzyklus von diesem Modell einfach ansieht, ne, der Pocket 2 war 2 Jahre auf dem Markt, der Pocket 3 ist jetzt über ein Jahr auf dem Markt. Ich gehe ganz stark von aus, dass der zum Herbst erneuert wird, also es dann Pocket 4 gibt, also meistens DJI wird da wahrscheinlich den 2-Jahres-Rhythmus haben. Aber die Latte, die sie da gelegt haben, ist extrem hoch und das können nur noch Nuancen sein, die da wirklich verbessert werden. Ich habe darauf gewartet, bei Pocket 3 war es ja so, dass geheißen hat, im Sommer werden die alle in die Luft fliegen wegen Überhitzungsproblem. Überhaupt nicht. Habe ich aber nichts drüber gehört. Gar nicht. Aber die Befürchtung war halt damals groß, gell? Ja, aber ist überhaupt nicht. Ich habe damit schon stundenlang gestreamt. Nutze den ja beruflich als Webcam. Ich bin wirklich durch die Hitze gelaufen, überall den eingesetzt bei Feuchtigkeit und sonst was. Da ist noch nichts passiert, obwohl bewegliche Mechanik und sonst was ist. Keine Überhitzungsprobleme. Meine A6700 überhitzt schneller. Okay. Aber jetzt muss ich mal, ich habe ja auch beides. Ich habe die Action 5 und die Pocket 3. Wenn ich jetzt sagen würde, das Verhältnis, was nutze ich am meisten, dann ist es definitiv die Action 5. Also fast 80-20. Warum? Okay. Weil ich die Pocket für so, ja, filigran, ich habe so das Gefühl, wenn ich es auspacke, mache ich sie kaputt. Und ich brauche was actionmäßig, ich muss sie in die Hand nehmen, ich kann sie mal in die Ecke schmeißen, kann mal umkippen. Ja. Aber ich glaube schon, dass die Pocket macht definitiv bessere Lowlight-Fotos oder Videos, ne? Das weiß ich nicht, das könntest du ja vergleichen. Du hast ja beide. Ich habe Ja, sie nicht. Ich hätte es heute testen können, weil ich war zum Schluss so gegen 16:30 Uhr unterwegs, habe mit der Action 5 draußen gefilmt. Da war es schon sehr, sehr pixelig. Da wird man sicherlich auch in einem Video sehen, was ich dann erstelle. Also das hätte ich tatsächlich, das werde ich auch noch mal testen. Also den Vergleich, Spannend. wobei das ja auch ein unfairer Vergleich ist, ne, eigentlich. Ja, aber ich sag mal, ja, unfair Vergleich ist, ich sag mal so, Vergleich ist es ja immer für den Einsatzzweck, den man ja selber nutzt. Ne? Das ist für mich ein Vergleich. Also wenn ich jetzt standardmäßig sage, ja, ich vergleiche die Kameras jetzt nach den Specs, klar könnte man sagen unfair, aber ich sag mal so, für den Anwendungsfall, Sascha, wie du das zum Beispiel nutzt und sagst, okay, aus den und in den Momenten filme ich,
Was hast du denn jetzt gemacht, Markus? Ups. Entschuldigung, Luftballons. Dann ist das völlig in Ordnung. Dann ist so ein Vergleich für mich auch sinniger, wenn ich jemanden sehe, der ähnliche Sachen wie ich mache oder sowas. Und ich glaube auch, das, was YouTuber normal, also die, so wie wir, unseren Alltag, unsere Fotosinger zeigen und da einen Vergleich mitmachen, ich glaube, das ist glaubwürdiger auch an der Stelle und auch besser nachzuvollziehen, als, ich sag mal, jemand, der das Ding für 4 Wochen nur auf dem Tisch hat und dann irgendwie wieder zurückschickt. Wobei ich gerade gesehen habe, die Action 5, das fällt mir gerade ein, die hat ja auch diesen Super Night Mode. Ja, Den die, habe soll, ich die, nämlich die soll genutzt. gut sein, aber ich kann es Ja, nicht. der ist auch gut. Das habe ich tatsächlich mal in einem Video getestet. Aber ist mir eben nicht eingefallen. Weißt, du, ich wollte eben schnell. Ich wollte noch das letzte aufnehmen und dann nach Hause. Und das ist mir dann durchgegangen. Ich würde euch mal ganz schnell 2 Minuten allein lassen, weil Dani gerade von der Arbeit gekommen ist. Ich bin gleich wieder da. Ich hoffe, ich kann euch da allein lassen, ihr Strolche. Ja, geh mal kuscheln. Weißt du, woran mich das erinnert da, das rote Licht? Rotes Licht, grünes Licht. Meinst du das? Liegt Ja, ja. Ach, ich bin gleich wieder da, gell? Hast du das schon gesehen? Squid Games? Spirit Games? Staffel? Nee. Auf die neue Serie auf Netflix, Thorsten? Also Netflix gucke ich eigentlich relativ selten. Wie heißt die? Ich meine Squid Games? Street Games. Nee, Squid. Squid. Squid, nicht Squirt. Squid. S-Q-U-I-D geschrieben. Squid Game. S-Q-U. Worum geht's da? Wie würde ich das umschreiben? Fantasy, Zukunft. Es werden Leute in einen Raum eingesperrt und die müssen, ich sag mal letztendlich, ich glaube, es sind Kinderspiele. Werden mit Kinderspielen quasi durch den, von Tag zu Tag gelotst und wer da verliert, der stirbt. Oder Also- wie würde ich das umschreiben, Chat? Okay, also so ähnlich wie heißt dieses andere hier, die Tribute von Panem, nur in Kurzform. Genau, Kinderspiele, die man mit dem Leben bezahlt, wenn man verliert. So Okay, sieht's aus. also so vom Stil her aber so ähnlich wie Tribute von Panem, so nach dem Motto, verlierst du, stirbst du. Okay. Ja, das könnte ich mir angucken. Nee, also ist nicht jedermanns Sache, aber da gibt es jetzt halt die zweite Staffel und die erste wurde gehypt und ja. Oh, jetzt bin ich schon wieder raus. Da steht südkoreanische Serie. Mhm. Ja, ich hab hier, meine Tochter fährt ja auf den ganzen Quatsch so ab, auf dieses K-Pop und was es da nicht alles gibt. Naja, gut, ne, also, und die guckt hier auch koreanische Serien im Originalton. Okay. Muss man, aber muss man auch nicht. Ja. Ne, also von daher Respekt vor meiner Tochter, dass sie das macht. Ich schüttel immer nur mit dem Kopf und sage, okay, ich habe mein Studio, ich gehe mal YouTube gucken oder YouTube machen oder so. Jetzt sind wir mal ein bisschen abgeschweift von Squid Games. Habt ihr denn, also Pixelschnack muss ich nochmal aufgreifen, habt ihr da nochmal in der nächsten Zeit irgendwas Gemeinsames vor? Wahrscheinlich, ne? Pixelschnack, also Pixelschnack on Tour quasi. ja, also da haben wir auf jeden Fall was vor. Also wir haben jetzt, ich weiß nicht, wie weit du gestern unseren Livestream ja verfolgt hast. Ja, also ich muss gestehen, nicht in Gänze, aber immer mal wieder. Ja, also wir haben da gestern das kurz angeteasert. Also wir haben schon ein paar Ideen und die Ideen sind auch schon, also ich sag mal so, was im Raum steht, ist Sächsische Schweiz dieses Jahr zur Auswahl, Pfälzerwald steht zur Auswahl, Helgoland steht zur Auswahl. Das sind so die Sachen, was wir uns vorstellen können. Wir haben gestern nach dem Stream noch mal so 1, 2, 3 Stündchen zusammengesessen. Also so original 3 Stunden haben wir noch weiter gequatscht. Ne, also für alle Leute, die es immer nicht so verstehen, also Thorsten, Manuel und ich tauschen uns da massiv dann auch aus und nach so einem Stream sitzt man dann noch einen Moment länger in dieser Software zusammen, während ihr schon abgeschaltet seid. Und eigentlich will man nur 10 Minuten quatschen, aber irgendwie werden das mal gefühlte 3 Stunden. Nee, wir haben ja gestern drüber gesprochen.
Wir müssen jetzt mal so ein bisschen Urlaubsplanung machen. Es wird sicherlich zum Herbst was geben. Ich gehe auch ganz stark von aus, dass das etwas ist, was definitiv in Deutschland ist. Und ich vermute mal, dass das Pfälzerwald oder Sächsische Schweiz wird. Was von beiden ist mir persönlich relativ egal. Ich denke mal, das wird ein verlängertes Wochenende werden, weil man ja auch nicht seinen kompletten Urlaub mitmachen wird. Aber ich denke mal so Freitag früh anreisen und Montag früh wieder abreisen. So in der Form wird das so sein, so wie ähnlich wie Berchtesgaden, aber ein bisschen entspannter, weil Berchtesgaden an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen gehetzt war, dadurch, dass das durch den beruflichen Alltag von Thorsten drumherum recht eng war. Manuel und ich waren entspannt. Wir hatten noch den Montag und ich hatte noch den Dienstag zum Zurückreisen. Das würde ich mir auch genauso wieder offen halten. Also, dass ich so einen Tag früher anreise, entspannt durch Deutschland fahre. Also wirklich ein verlängertes Wochenende mit 2 Tage davor, 2 Tage nach Urlaub, damit ich genug Luft habe, um unterwegs noch irgendwas mitzunehmen, so wie ich das jetzt ja in Berchtesgaden gemacht habe, wo wir noch die Göllinger Wasserfälle angeguckt haben oder ich vorher in Rothenburg war, was mir sehr gut gefallen hat. Also einfach so auch runterkommen, dass man so ein Wochenende komplett genießt, als statt Freitagmittag da anschlagen, Sonntagabend losfahren. Da habe ich keinen Bock zu, weil das kann ich ständig machen. Ne? Das ist so, also von daher, das wird in der Richtung irgendwo gehen. Noch ganz kurz zum Oliver, wegen Drohnenführerschein und so weiter. Der Drohnengrafer ist ja heute mit dabei. Wenn du den mal anschreibst, dann kann er das ganz aktuell erklären, was da am besten ist. Oder Justin Schmidt kann ich zum Beispiel empfehlen. Wirklich super Jungs, einfach anschreiben und die nehmen sich da echt die Zeit dafür, wenn dich das interessiert. Wollte da ganz schnell einschmeißen. Und nein, ich bekomme keine Pocket 3. Ich war zwar jetzt nicht so Dani, die in der Arbeit war, aber ich kriege keine Pocket 3. Scheiße. Also kaufe ich deine, Thorsten, wenn es die Pocket 4 gibt. Ja, das wird ein bisschen schwieriger. Da muss ich erst mal eine Firma fragen. Ach so, Mist. Ach. Sascha, holst du die Pocket 4? Schwer zu sagen, aber aktuell jein. Ach, Mist. Dann werde ich bei der Pocket 2 noch bleiben. Also ich bin da auch ganz ehrlich, also wenn da eine rauskommen würde, und jetzt muss ich gerade gucken, wo habe ich denn das gute Stück hier liegen? Das Einzige, was ich wirklich als Verbesserung haben würde, wenn ich das ganze Ding, also ich finde den Formfaktor, ne, so völlig in Ordnung. Das Einzige, was mich wirklich nervt, ne, 2 Sachen nerven mich. Eine Sache ist, wenn ich das irgendwo auf ein Stativ bringen muss ich diesen komischen Adapter ranbringen, um das ein bisschen zu verlängern. Die Hälfte von diesem Ding verlängern bitte an diesem Gerät und da unten von vornherein ein Gewinde dran, damit man dieses Clipsen hier aufhört. Das wäre so, dass ich mir wünschen würde für den nächsten Pocket 4. Vom Bildschirm her, vom Sensor her, muss da für mich nichts verbessert werden. Höhere Auflösung, welche Auflösungen sind für mich völlig uninteressant. Von daher passt das soweit. Und die zweite Sache, die mich auch tierisch nervt, und dafür muss es keinen neuen Pocket 4 geben, ist dieses saudämliche Menü mit dem Einblendung, dass das Mikrofon verbunden ist. Oh. Meine Güte, das kann doch nicht so schwer sein, das auf eine Sekunde runter zu programmieren, statt auf 10 Sekunden. Aber mal ganz ehrlich, die Verbesserungen sind doch wirklich kleine Schritte. Irgendwann hat doch die ganze Physik, die Architektur doch ein Ende. Ist das so wie mit den ganzen Prozessoren, mit den Computern? Du machst einen sehr steilen Entwicklungsgrad nach oben. Ja. Und am Ende raus wird es immer weniger, immer flacher. Jetzt lassen sie sich da so Gimmicks einfallen, wie bei der Nikon, so selbstreinigender Sensor, der da ein bisschen durchgeschüttelt wird als Verkaufsargument. Irgendwann ist doch meiner Meinung nach die Luft nach oben ziemlich dünn, dass ich wirklich sage, ich gebe jetzt jedes Jahr 600 Euro, 700 Euro für das Neueste aus. Ja, das ist so. Da hast du recht, Markus. Also deswegen bin ich mit der Pocket 2 auch noch voll zufrieden. Unterm Tag geht's, Lowlight geht's nicht. Ja, also die Frage ist, wie weit möchte ich mich oder wie weit brauche ich noch Verbesserung? Ach, der Drohnengrafer wäre mit dabei in der Sächsischen Schweiz. Da hätte es B-Rolls. Ach, du hast ja unterbrochen, ich war ja gar nicht fertig. Also Sascha, Jetzt kann ich definitiv den einen oder anderen Spot empfehlen. Da war ich ja jetzt im Oktober erst. Ne? Also Ja. definitiv eine Reise wert, muss man schon ehrlich sagen. Ja, aber du hast ja gesagt, du würdest gerne mitkommen, weil du hast ja so einen Camper. Mhm. Na, also ich komme ja auch mit dem Camper, dann suchen wir uns einen Campingplatz und die suchen sich eine Ferienwohnung oder ein Hotel, das ist uns dann egal. Ja. Na, Dann gucken wir den Markus unterbringen.
Ich Hotel, will oben Ferienwohnung. schlafen, gell? Ich schlafe immer oben. Okay. Ne, also im Zweifelsfall muss sich Markus mal ein Dachzelt für seinen kleinen Hutschelviertel da holen. Nee, ich bin ja mehr so der Outdoor-Typ. Also wenn ich so ein Nugget hätte, ich würde wahrscheinlich so ein kleines Vorzelt haben zum Ausklappen und würde draußen im Schlafsack auf dem Boden schlafen, auf der Isomatte. Ja, geht alles. Aber wir bequatschen das noch. Das ist die eine Sache, was ich erzählen wollte. In unserem Stream haben wir ja gestern auch so über Community-Treffen und sowas gesprochen, dass es ja sowas gibt. Das eine Community-Treffen werde ich aus ganz aktuellem Anlass nicht mehr erwähnen. Ne, also das werde ich auch nicht mehr unterstützen, obwohl ich es gestern noch getan habe. Wer das verfolgen möchte, was ich gestern unterstützt hat, kann das gerne bei uns im Livestream nachgucken. Dieses da im Lapadu werde ich nicht mehr unterstützen, aus ganz aktuellen Gründen. Das ist auch das Einzige, was ich jetzt dazu sage. Aber Thorsten und Manuel wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht ein Community-Treffen auch machen möchten. Und wenn man unserem Livestream guckt, da hat der Frank Koch auch ein Community-Treffen gepostet. Also jeder, der da gucken kann, kann das sehen. Also da kann ich sagen, 31.01. in Neuwied zum Curryfest. Dort ab 15 Uhr kann man den einen oder anderen YouTuber treffen. Also ich weiß, dass Frank Vlogs da ist, Klaus von Lichtbild-Idealisten und Padawan soll dort sein und noch jemand, den Namen habe ich jetzt aber gerade vergessen. Die wollen dort sein und da seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen. Wer da Neuwied am 31.01., das ist ein Freitag, ab 15 Uhr, kommt da hin zum Schnacken, Open End. Ne, ich werde es wahrscheinlich zeitlich nicht schaffen, weil von Neuwied ist von mir 4,5 Stunden und bei der Wetterlage ein bisschen riskant. Obwohl ich sonst für jede Schandtat bereit bin, aber das werde ich auch erst in der Woche spontan entscheiden. Aber nichtsdestotrotz, wir haben auch überlegt, dass wir ein Community-Treffen machen und da wir ja auch, ich habe ja eben Helgoland schon erwähnt, haben wir uns überlegt, dass wir zu dritt nach Helgoland reisen werden. Das wird also wirklich so sein, Samstagmorgen hin, Samstagabend zurück, also ohne Übernachtung dort. Aber wir würden dann aus Hamburg starten und würden entweder an dem Freitag, bevor wir nach Helgoland fahren, oder am Sonntag dann ein Community-Treffen dort machen. Also wo dann einfach ein paar Leute mehr, dass man da durch die Gegend gehen kann, Spaß haben kann, Tasse Kaffee trinken kann, ein bisschen fotografieren kann und das bietet sich in Hamburg auf jeden Fall an. Das ist das, was wir auf jeden Fall beim Pixelschnack geplant Das haben. ist ja ideal, wenn es vom Samstag, den ganzen Samstag geht, dann fahre ich praktisch am Mittwoch schon los, oder? Bin ja am Samstag oben. Es ist halt ganz schrecklich, wenn man so weit im Süden wohnt. Man kriegt vom Norden gar nichts mit, von so Community-Treffen und so weiter. Man ist schon ganz schön weit weg vom Schuss. Deswegen hat mir das mit Berchtesgaden also gut gefallen. Also das habe ich genossen, da zähle ich ja heute noch dran. Aber wie der Sascha runterkommen ist mit seiner Frau, klasse, wirklich. Ganz kurz was anderes. Ich habe gerade gesehen, die Software ist ja neu. Ich habe jetzt noch nicht ganz eine halbe Stunde an freier Zeit zum Streamen. Das heißt, wir müssten spätestens um kurz vor 22 Uhr Schicht im Schacht machen, wie der Pott sagt. Wir gucken mal, ob wir einfach abgeschaltet werden. Genau, das machen wir. Die Helgoland-Geschichte finde ich sehr, sehr toll, aber ich sag mal, eine Übernachtung ist da aus meiner Sicht, wenn du da, ich sag mal, über die Insel gehen möchtest zum Fotografieren, dann ist, je nachdem, wann das Schiff ankommt und ablegt, das ist schon sehr sportlich. Das habe ich nämlich vor 2 Jahren mal gemacht. Das war schon, also wenn ich gelaufen wäre, dann hätte ich nicht alles gesehen. Also da hinten, wenn man zu diesen Brutvögelstationen laufen möchte, dann bist du ja schon wirklich Oberland, ganz weit raus. Da hast du nicht wirklich viel Zeit, ne, zum Fotografieren. Ne? Ja, also erstens mal, du frag Markus, wie schnell Thorsten und Thorsten sein können. Oh, ja. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, wie gesagt, das war gestern so der Gedanke, dass wir das irgendwie mit Community treffen. Es kann auch sein, dass wir Freitag hinfahren, eine Nacht bleiben, Samstag dann zurück, dass wir die Übernachtung hätten, dass wir ein bisschen Luft haben. Wie gesagt, wir müssen uns die Pläne angucken und dann ist es auch noch abhängig, wann wir das wirklich genau machen, weil Helgoland ist zu jeder Jahreszeit schön. Es gibt, wenn man jetzt so in den Sommermonaten das irgendwie so durchzieht, also dann hast du eine lange Nacht, dann hast du einen langen Abend oder so etwas, dann ist, wie gesagt, von der Fähre ist von so vielen Faktoren abhängig. Muss man gucken. Interessanter wäre es eigentlich, wenn man zur Kegelrobbenzeit dorthin fährt. Ist aber auch nicht für jeden was. Das müssen wir mal gucken. Aber da wird was kommen. Wir haben aber auch im Kopf, dass wir vielleicht auch ein Community-Treffen in Berlin oder in Frankfurt oder so etwas machen. Also wir haben schon ein paar Ideen und wir haben gestern ja auch mit dem Andreas Groth den aufgefordert, dass er uns eine Challenge gibt für Düsseldorf, wo er uns zu dritt, also wir haben so ein paar bekloppte Ideen, haben wir auf jeden Fall. Also Oliver schreibt gerade, wir ziehen dann durch Hamburg.
Eine Frage, gibt es in Hamburg das Dollhaus noch? Weil ich habe nur Dollhaus-Dollar übrig. Die könnte man dann verjubeln. Gibt es nicht mehr? Gibt es das Dollhaus Aber noch? nur, wenn du das rote Mikrofon mitnimmst. Ja klar. Die rote Laterne. Das machen wir. Der Groth, den habe ich vor kurzem auch gesehen. Da war bei irgendeinem Workshop war der mit dabei. Ich bin jetzt vor einer Woche erst abonniert. Ich habe den alles auf dem Schirm gehabt. Ganz ein kleiner Kanal, aber den finde ich richtig cool. Oder wir reden von der Groth. Der Groth, ja. Ja, 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 also ja, von dem reden wir. ganz sympathisch, vor allem die gleiche Frisur. Also das schon perfekt. Aber da jetzt nochmal wegen der sächsischen Schweiz. Ich habe da jetzt nicht so ganz aufgepasst. Also wenn du da seid, das wäre jetzt auch nicht so weit weg von mir. Da müsst man echt einmal, wenn ihr Bock habt, quatschen. Ja, ja. Cool. Weil so für das Jahr habe ich jetzt noch gar nichts geplant. Zum Glanzziehen möchte ich halt unbedingt nach Berlin. Und dann, ja, sonst ist noch nichts geplant. Gefühlt planungsmäßig ist das Jahr bei mir schon durch. Echt? Ja gut, musst ja machen, beruflich, familiär und so. Gell? Ja. Das geht ja gar nicht anders. Ja, da bin ich gespannt. So, jetzt haben wir noch 20 Minuten, würde ich sagen. Pfälzerwald wäre sonst auch eine Option, würde mich auch sehr reizen. Schwarzwald, die ganze Ecke da unten. Also es gibt so viele schöne Ecken in Deutschland. Ne? Und ich sag mal, und wenn man so ein bisschen in die Zukunft guckt, in 2, 3 Jahren wird sicherlich auch ein Auslandsreiseziel sein. Das Problem ist, dass wir Manuel noch ein bisschen überreden müssen an der einen oder anderen Stelle. Wegen dem Flugverbot. Wegen der Flugangst. Ja, ich weiß nicht. Man kann das hier mal ruhig öffentlich sagen. Machen uns so nackig vor der Community, kann man das auch sagen. Nein, also er hat da ein bisschen Respekt vor dem Fliegen, was ich auch gewiss nachvollziehen kann. Aber er hat auch schon gesagt, für Madeira wäre er auch bereit, über diesen Schatten rüberzuspringen. Also von daher. Da kenne ich noch so eine, die hat auch Flugangst. Ja. Und vor allem, wenn die dann immer Flugzeugabstürze im Fernsehen sieht, dann kommen immer so Kommentare. Siehst du, ich hab's dir gesagt. Sag ich, mein Gott, das passieren mir Autounfälle. Ja, du. Aber so ist es leider, gell? Sascha, was hast du denn sonst noch so dieses Jahr vor? Ich werde wahrscheinlich das eine oder andere Nugget-Treffen aufsuchen, wie ihr es euch vorstellen könnt. Das ist zumindest geplant im Mai und im Juni. Ansonsten habe ich jetzt an Silvester mit dem Nachbarn noch drüber gequatscht, dass ich ganz gerne, wahrscheinlich nächstes Jahr, Januar, Februar, zu den Nordlichtern mal fahren oder fliegen möchte. Januar, Februar. Nächstes Jahr quasi, in einem Jahr. Mhm. Okay. Also Finnland, da oben in die Ecke irgendwo, Norwegen. Schön. Also ich habe die Nummer ja mit dem Auto mal gemacht. Nee, nicht mit dem Auto. Nee. Also ich fliege irgendwo in den Norden, leih mir dann ein Auto und dann irgendwie einen Airbnb-Unterkunft. Es gab da auch schon ein paar Bilder von einem Bekannten, der da oben gewesen ist. Ja, das ist so mein Ding, was ich eigentlich schon seit Jahren verfolge und wo ich total Bock drauf habe. Also wenn du da hochfährst, erstmal ist die bessere Reisezeit tatsächlich so Ende Februar, März. Ja. Weil das ist ein bisschen besser, weil Januar kann nicht unbedingt klappen. Also mit Nordlichtern, Polarlichtern, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt. Zweite Empfehlung noch dazu ist, du kannst direkt ab Hamburg bis nach Tromsø inzwischen fliegen, ohne umzusteigen. Das ist schon mal ganz, ganz viel wert. Weil sonst musst du, glaube ich, zweimal umsteigen, um da sonst hinzukommen. Da gibt es jetzt eine Direktverbindung. Und von Tromsø kann man ja schon eine ganze Menge reisen. Und von Tromsø ist es auch nicht mehr ganz so weit zu den Lofoten mit dem Auto zum Beispiel. Also wenn dich das interessiert, Sascha, ich kenne einen YouTuber, der ist Reiseveranstalter für so nordische Länder. Also wirklich ganz weit nach oben. Schick dir mal den Link, der hat auch ein paar richtig geniale, tolle Videos auf YouTube. Vielleicht kannst du mit dem mal in Verbindung setzen. Der unternimmt da wirklich so, ja, fast schon Expeditionen. Also das ist aber richtig nach oben, gell? Also Inari oder Rovaniemi oder so heißen die, glaube ich, die Flugziele, die man da so anpeilt. Und da in der Ecke irgendwann. Ja. Da habe ich Bock drauf. Das ist so Ecke Abiskus und sowas da oben, die Ecke so. Ja, da hätte ich auch noch Bock zu. Ne? Und ja, was wir dieses Jahr auch noch machen wollen, also Thorsten und ich auf jeden Fall, ist, dass wir zum Fotofestival nach Zingst fahren. Da ist ja das zweite Wochenende mit dem Himmelfahrtswochenende. Ich glaube, das wird wahrscheinlich das Wochenende werden, wo wir da auftauchen werden.
Wann ist das nochmal? In welchem Zeitraum? Das ist, glaube Mai, also Himmelfahrt. Muss mal das Wochenende Himmel. Oder Fotofestival Zingst eingeben, dann findest du das. Okay. Also da wollten wir auf jeden Fall hin, weil erstens mal kann ich da gut mit dem Camper hin, das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist eben halt schön an der Ostsee. Was will man mehr? Hört sich gut an. Ostseerotze. Ah, du hast keine Ahnung davon. Fahre ich nie mehr hin. Ja, kommst du damit hoch und dann zeige ich dir mal die richtig schönen Ecken. Aber im Frühling werde ich wieder da auf Fehmarn sein, wie es ausschaut. Vielleicht auch wieder einen Tag, wobei ich nicht mehr weiß, wer auf Fehmarn dann fotografieren soll. Weil die Insel ist jetzt nicht wirklich so ganz spannend. Das ist eine Perspektivgeschichte. Oh, Konstantin, da hast du aber Glück. Spitzbergen soll auch ganz toll sein. Oh. Ach, jetzt kriege ich wieder Fernweh. Schwarzwald wäre auch mal interessant, mit Murat was unternehmen. Der hätte auch mal so richtig viel Lust drauf. Mit Murat zusammen auf Tour gehen. Da können wir auch ein Camper-Fotografentreffen draus machen. Ja, definitiv, ja. Also Sascha, ich finde jetzt leider den Kanal nicht, aber ich schicke dir das die Tage, gell? Ja, gut. Doch. Ich link da den einmal dann rein, weil wie gesagt, der bietet ihm also Reiseunternehmen an. Und wirklich total tolle Aufnahmen. Ich schicke dir das einfach mal in den öffentlichen Chat. Und wenn ich mir solche Aufnahmen dann anschaue, dann würde ich am liebsten sofort losfahren. Könnt ihr euch bei Gelegenheit mal anschauen. Ganz kleiner Kanal, 16 Abonnenten. Ja. Ice und Fire nennt sie. Okay, ja. Gut. Klicke ich mal gleich direkt an, sonst finde ich es nachher nicht wieder. Jetzt hat er 17 Abonnenten. Wenn ich ihn wiederfinde. Ja, also man kann so viel machen. Also ich sage dann immer so, ich weiß gar nicht, ob ich das alles noch in meinem Leben schaffe, was ich mir noch angucken möchte und fotografieren möchte. Ne? Ja, das stimmt. Da könnt ihr bei mir vorbeikommen. Stimmt, Andreas, der wohnt ja da unten. Der wohnt ja Ecke Kehl, wenn ich das richtig weiß, so in die Ecke da unten. Das ist ja Schwarzwald. Also Schwarzwald würde mich auch mal interessieren, dass er Tour machen. Da kommen auch einige Leute her, gell? Schwarzwald. Ja, wie gesagt, du kannst so viel machen in Deutschland. Und wenn ich mir überlege, wo ich überall schon war, was man da noch machen könnte, klar, warum nicht? Ne? Ja, du bist ja Rennsemmel. Du, was will ich zu Hause sitzen? Ne? Also ich will ja was erleben von der Welt und was sehen und Spaß haben. Ne? Also auch da. Das stimmt, ja. Übrigens, dieses Evomax, das ist so ein bisschen wie Heiligenschein hier, ne? Ja, das steht da total, aber man kann es auch umstellen. Aber ihr seid ja alle so spät gekommen. Ich hocke seit 19 Uhr herin, habe geschwitzt. 2 Minuten vor 8 ist der Thorsten gekommen. Ich habe gedacht, ich sitze heute allein hier. Du hast gesagt, ich brauche mich auf nichts vorbereiten, einfach ganz spontan. Das habe ich getan. Klar. Aber jetzt will ich da was ausprobieren. Ihr könnt es einfach weiterratschen. Ich probiere jetzt was aus, gell? Aha. So. Jetzt kann ich euch da nämlich rumschieben. Okay, verstehe. Ja, normal schon. Doch, das sehen sie. So, siehst du? Perfekt, oder? Also ich bin nicht live. Jetzt sehe ich das wieder. Okay. Ja, also an sich von der Software her, also wir machen das ja das Ganze mit StreamYard und fand ich das ja eine tolle Idee, dass du das eigentlich mit OBS machen wolltest, weil habe ich gedacht, geil, wenn er das mit OBS hinkriegt, ohne dass das was kostet mit Gästen, das wäre natürlich etwas, was ich total feiern würde. Und Pixelfreak schreibt schon, weg sind sie, aber wir sind ja wieder da. Ich habe das leider technisch nicht so schnell auf die Reihe bekommen, weil es war sehr spontan eigentlich. Ja. Ich habe mir das total easy vorgestellt, da eben so ein Browser-Ding zu einbinden. Aber das Problem ist einfach der Ton.
Ah, Weil Ja, okay. ich hocke dann im OBS drin. OBS nimmt den Ton von mir direkt auf und dann kann ich euch nicht hören oder ihr mich nicht. ja. Das ist, deswegen gibt es diese Softwarelösung. Jetzt ist aber tatsächlich dieses Evomax kostet zwar weniger als StreamYard und wir Okay. nutzen ja, Gott sei Dank gibt es das ja kostenlos. Ja, Was ich jetzt hier schon schade finde, ist, dass es hier auf 2 Stunden beschränkt ist. ja. Dafür hat es ein paar andere Vorteile gegenüber StreamYard. StreamYard kannst du eben halt länger machen, hat alles seine Vor- und Nachteile. Und ich glaube, Daniel hat immer Restream, glaube ich, genutzt oder nutzt das dafür. Mhm. Das ist so das Einzige für mich aus allen Sachen, also das baut ja auf OBS auf. Ich glaube, das ist das Einzige, was man kostenmäßig im Rahmen hält. Aber ich habe ja auch dieses letztes Jahr mal ausgerechnet, was YouTube mich überhaupt nur an Grundkosten kostet für die Sachen, die ich nur deswegen habe, weil ich YouTube mache. Und die Summe ist vierstellig. Und deswegen muss ich da ein bisschen sparen. Also das Programm kostet, glaube ich, 25 € im Monat, wenn man es monatlich. Ja, das sind, ne, aber es sind mal eben Ja, 280 Euro im Jahr. ja. Nachdem ich die ganzen Einnahmen in die Rehkitzrettung pulver, ist das schon eine ganz schöne Nummer eigentlich, über 200 €. Ja, ich sag mal, da 200 Euro. Jetzt haben wir zum Beispiel Riverside noch für die Podcast-Geschichte. Die kostet, kann ich auch offen sagen, ich glaube, das sind 150 Euro etwa. Ja, ja. Dann haben wir noch eine zweite Software, wo wir den Podcast auf allen Plattformen veröffentlichen und so etwas. Die kostet uns 120 Euro im Jahr. Mhm. Ja, und so summiert sich das eben halt. Das sind schon mal die Kosten. Dann hast du, ne, für Musik. mein, ja, habe ich Epidemic, das sind auch mal eben 150 Euro. Dann habe ich Luminar. Hätte ich nicht, wenn ich nicht YouTube hätte, bin ich ganz ehrlich, also, weil ich da noch was mitmachen möchte. Aber habe ich auch selber bezahlt. Das sind dann auch mal ein Hunderter, der einfach weg ist. Dann hast du eine Schnittsoftware, die du normalerweise nicht brauchst. Also ich arbeite mit Final Cut. Die habe ich mal bezahlt, die ist dann kostenlos, aber letztendlich kann man auch da sagen, kann man das mit einer gewissen Kostennote hinterher rechnen, weil dazu dann noch das eine oder andere Plugin, was du dann jährlich bezahlst, dazu kommt. Also Genau. das summiert sich so schnell. Dann kaufst du dir hier mal so ein neues Mikrofon dazu, weil du das eben halt einen vernünftigen Ton haben möchtest oder irgendetwas anderes, was du nur dafür nutzt, damit es eben halt auch eine gewisse Bequemlichkeit hat. Ich will nicht meckern, um Gottes Willen, ich bin da weit weg von, aber ne, das sind eben halt Ja, Kosten, die man hat, wo man dann auch sagt, okay, diese 1000 Euro könnte ich jetzt auch in die sächsische Schweiz oder woanders investieren. da denkst du, ach, die 20 € im Monat, das ist verwehrt. Und die 30 €, ja, eigentlich brauche ich es ja auch. Ja, genau. Und dann am Ende des Jahres denkst du dir, boah, was war das denn, ne? Ja, genau, genau. Sascha, geht dir das auch so? Ich habe mal eine Excel-Tabelle angelegt und ich war erschrocken, wie viel da, ich sag mal, unterm Strich pro Jahr anfallen. Also jetzt, ich nenne mal nur, ich habe YouTube Premium. Ja. Das sind 12 € im Monat. Ne? Mhm. Dann Softwareprodukte. Gut, Final Cut Pro nutze ich auch, ja, aber die ein oder andere Hardware, die dazu kommt, dann willst du ein neues Mikrofon haben, dies, das. Also da kommt, also das Hobby ist teuer, sagen wir mal so. Ja, das, Ja. ja, wie gesagt, das ist ein Hobby. Ne? Und ich glaube, um das mal auch wieder auf Ben zurückzukommen, er hat ja von den Kosten gesprochen, die er bei YouTube und Instagram und sowas hat. Der hat natürlich durch seine Kanalgröße ganz andere Kosten noch dazu. Aber ich sag mal, wir das als Hobby ja nur betreiben, haben ja schon Kosten und kriegen ja nicht wieder. Und dann, jetzt kommen wir doch nochmal zu dem Punkt, wo wir vorhin irgendwie abgeschweift sind. Dann kommt diese Neiddebatte hin. Sorry, nein, kann gar kein Neid sein. Ne? Also auch Daniel, wenn ich mir überlege, der bezahlt das Hobby-Fotografie-Forum aus der eigenen Tasche, das Restream-Dings und noch ein paar andere Sachen, die er nur deswegen hat. Da muss keiner neidisch auf irgendetwas sein, wenn man dann vielleicht irgendwas mal geschenkt kriegt und sonst was man dann auch noch steuerlich irgendwie versteuern muss oder sonst wie. Aber wir machen, und das ist das, wo ich einfach sage, darauf will ich eigentlich hinaus, wir machen das aus Spaß. Wir machen das hier vielleicht für ein bisschen Applaus, für ein bisschen Schulterklopfen, für Nettigkeiten. Und ich glaube, keiner von YouTubern, die das hier hobbymäßig machen und eine Kanalgröße, ich sag mal, bis 30.000 haben, müssen dafür voll auf die Fresse kriegen in irgendeiner Form. Auch jemand, der da drüber ist, muss nicht voll auf die Fresse kriegen, sondern geht einfach respektvoll mit allen Leuten um. Also wenn ihr es nicht kommentieren wollt, wenn ihr es blöd findet, dann nehmt den Daumen nach unten. Mich stört der persönlich überhaupt nicht. Das ist das, wo ich sage, okay, und jetzt gefällt es einem nicht. Ich weiß zwar nicht, woran es liegt, dass es einem nicht gefällt, aber es ist eine Meinungsäußerung. Das Recht muss man haben. Der Daumen runter ist eine Möglichkeit. Dann macht das bitte, dann ist das okay.
Ich habe Videos, da sind 30 Daumen unten, dann weiß ich, okay, da habe ich irgendwas falsch gemacht, dann hinterfrage ich mich auch. Bei 1, 2 Daumen, ja, ist dann halt so, ich kann nicht allen gefallen, will ich auch gar nicht. Und wenn es gefällt, kann der Daumen nach oben gehen und wenn es besonders gut gefällt, gibt es einen Kommentar. Und wenn es wirklich eine berechtigte Kritik gibt, dann bitte respektvoll in den Kommentaren drunter, dann ist das alles in Ordnung. Aber jemanden blöd anmachen, so nach dem Motto Umweltsau, weil ich auf einer Kreuzfahrt bin und die zeige, nein, der ist keine Umweltsau. Man muss sich das mal komplett angucken. Vorgefertigte Meinung. Mich kotzt das, Entschuldigung, dass ich das so sage, wenn du jetzt einen Strike kriegst, Markus. Mich kotzt das, das kotzt mich wirklich an. Ich würde Das ist, wie wir miteinander umgehen. aber gern sagen, Lass mich den Satz noch eben zu Ende bringen, bevor mich wieder durcheinander. Du hast was vorhin schon mal gemacht. Mein Appell ist einfach, lasst uns einfach wieder respektvoll auf Augenhöhe alle miteinander gehen, auch wenn wir uns vielleicht nicht mögen. Ich mag auch den einen oder anderen nicht. Das sage ich dem aber auch ganz persönlich, aber respektvoll. Das ist ganz wichtig an der Stelle. Es muss respektvoll sein. Gut. Also ich würde sagen, nachdem wir jetzt 9 Minuten vor Zapfenstreich haben, würde ich sagen, das ist ein ganz tolles Schlusswort gewesen, Thorsten. Genau, Ja. das würde ich auch unterstreichen. Ich möchte mich ganz kurz noch an den Chat wenden. Also wenn euch so ein Stream gefallen hat, wie gesagt, ich habe wieder richtig Bock drauf, nicht nur Blödsinn zu machen, sondern auch einfach offene Themen zu belabern, tolle Gäste dort zu haben. An der Stelle vielen Dank, Thorsten. Wir bleiben auf alle Fälle in Kontakt. Sascha auch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Es hat sich da mittlerweile, Thorsten Engemann hat das ja so schön gebracht im letzten Video, es haben sich da auch schon Freundschaften entwickelt. Ich muss auch sagen, ihr seid jetzt irgendwelche Fotokumpels. Ihr zählt eigentlich auch schon zu meinem Freundschaftskreis, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da habe ich brutal gefreut, dass ihr spontan mit dabei wart. Glanze, ich hoffe, wir treffen uns auch. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, öfters so einen Stream zu machen, ich fange jetzt wieder an. Ich habe auch jetzt ein paar interessante Gäste noch fürs nächste Mal. Muss ich schauen wegen der Software. Und an der Stelle. Aber jetzt nicht direkt abschalten, weil ich würde das jetzt gerne wirklich wissen. Du hast ja schon Tschüss gesagt. Also wenn wir gleich spontan weg sind, ist es egal. Das probieren wir wirklich aus. Weil das würde mich jetzt wirklich interessieren, ob die wirklich so stumpf sind und sagen, nur nach 2 Stunden schalten wir stumpf ab. Das probieren wir. Also wie gesagt, vielen Dank. Mit so viel Zuschauer hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Jetzt überlasse ich an Sascha noch das Wort und dann der Lichtsetzer. Und von mir aus wünsche ich euch schon mal einen schönen Abend. Bis bald. Ja, ich sage auch mal ganz kurz vielen, vielen Dank. Es war seit langem mal wieder der erste Livestream, wo ich tatsächlich auch Zeit und Lust hatte drauf. Und dass es so spontan geworden ist, fand ich total klasse. Themen gehen eigentlich immer, ne? Wenn man irgendeiner schmeißt irgendwas in die Runde und man quatscht dann drauf los. Ich hätte wahrscheinlich noch 3, 4 Stunden quatschen können. Insofern bleibt es mir nur noch zu sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und quatscht mich an, wenn ihr uns irgendwo oder wenn ihr mich irgendwo seht. Ich sag mal, YouTube und Community hat mir schon so viele Freundschaften gebracht. Insofern, mir macht's Spaß und ja, ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, soll ich jetzt 7 Minuten sabbeln? Ich Jetzt könnte hast du 7 Minuten, Thorsten. Kannst du? aus dem Stand könnte ich das, ja, nein, aber ich schließe mich erstmal euren Worten an. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe vorhin eine junge Frau, aus meiner Sicht ist sie jung, gesehen, eine Tanja, ich weiß den Nachnamen nicht, auch die ist seit einem Jahr auf YouTube und die hat das vorhin auch sehr, sehr schön wiedergegeben, was ihr so YouTube gebracht hat. Und ich bin ja inzwischen seit 2 Jahren dabei und muss auch ganz ehrlich sagen, viele Sachen, die sie dort gesagt hat, kann ich so 1:1 unterschreiben. Ich habe das ja gestern auch in unserem Livestream schon mal erwähnt und ich habe das auch schon an anderer Stelle erwähnt. Ich bin ja Generation Facebook, ja, das ist auch schön, aber das ist eben halt auch ein aussterbendes Social-Media-Ding. Instagram ist nicht meins und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was YouTube in 2 Jahren geschaffen hat an Freundschaften, an lustigen Momenten, das ist eigentlich mit keinem Geld der Welt auch wirklich zu bezahlen, weil das sind wirklich echte Erlebnisse. Es ist ja nicht nur diese virtuelle Welt, die jeder ein oder andere sieht. Das ist zum Beispiel Rolf, mit dem ich mich in Rotenburg getroffen habe, einen netten Nachmittag. Das wäre, ich glaube, über Facebook nie zustande gekommen. Und von daher kann ich das auch nur jedem empfehlen. Sprecht uns wirklich alle an. Wir sind aus Fleisch und Blut, man kann uns kneifen. Bitte nicht.
man kann uns kneifen, man kann uns ansprechen, aber nicht nur uns ansprechen, weil wollte ich gestern auch sagen, da hat mich Manuel wieder rausgebracht und das fiel mir erst danach wieder ein, das wollte ich gestern schon loswerden. Was mir immer auffällt, wenn ich irgendwo fotografieren bin, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Ne? Ich versuche jetzt ja noch 5 Minuten zu füllen. Aber auch andere Fotografen stehen dann an einem Spot und die reden nicht miteinander, stehen direkt nebeneinander, reden nicht. Also denkt dran, ihr fotografiert da draußen nur. Ihr nehmt ja gerade kein Video auf. Und selbst wenn ihr mich anquatschen würde, während ich ein Video aufnehme, das kann ich im Zweifelsfall ins Hintergrundrauschen packen. Das ist nicht das Problem. Und im Zweifelsfall nehme ich das nochmal wieder auf, weil der soziale Kontakt ist mir viel, viel wichtiger. Und sprecht einfach auch mit anderen Fotografen an anderen Spots. Also ich habe eine ganz nette Geschichte gehabt. Das war in Würzburg. Da war ich unten an dem Fluss. Jetzt komme ich gerade auf den Namen nicht, was da durchfließt. Und da war ein ganz junger Fotograf, und den habe ich eine ganze Weile beobachtet und irgendwann habe ich den angesprochen. Und wir haben uns wirklich 1,5 Stunden wirklich super nett unterhalten. Und das kann ich jedem nur empfehlen, weil Fotografie verbindet. Und jetzt haue ich noch einen Hashtag hier raus, den Thorsten Engemann heute Morgen erfunden hat. Jetzt muss ich aber gucken, nicht, dass ich das falsch. Und mit dem Hashtag würde ich euch auffordern, alles, was ihr macht, macht das genau nach dem Motto. Ich gucke, jetzt muss ich wirklich gucken, nicht, dass ich hier was Falsches wiedergebe. Oh, die haben heute schon wieder so viel geschrieben. Du kannst auch gern Pixelschnack nur. Nee, Pixelschnack nicht, sondern das ist etwas, was ich für alle gut finde. Oh Mann. Aber so kann man. Schon Meldung. 5 Minuten haben wir noch. Da kann ich noch ein bisschen suchen. Dann kostet es 50 Euro pro Minute, habe ich gelesen. Nee, das war von gestern an. Wo hat er das denn geschrieben? Warte. Wir leben Fotografie. Wie heißt es? Warte, ich schreibe es in den Chat rein, dass das jeder auch noch lesen kann. Wir leben Fotografie. Ja, das trifft's. Mhm. So, und nichts anderes ist es das, weil Fotografie verbindet so vieles, und für mich ist YouTube auch nur Mittel zum Zweck, um eben halt mit anderen einfach Spaß zu haben in der Fotografie. Für mich immer noch das geilste Hobby der Welt, ne? Weil ich sag mal, Markus hat es vorhin gesagt, wenn er nicht rausgehen kann zum Fotografieren, dann wird er Kürre. Oh ja. Ne, oder fickerig, wie man bei euch unten auch sagt. Ich weiß, Sascha muss wahrscheinlich auch fotografieren gehen. Mein Murat, der erzählt es auch mal. Mir geht es auch so, wenn ich kann zwar ein paar Tage ohne Kamera, aber irgendwann denke ich mir so, mal wenigstens eine halbe Stunde im Blog gehen, die Kamera mitnehmen. Und selbst wenn dann nachher nur 2 Fotos rausgekommen sind, aber man beschäftigt sich damit und man beschäftigt sich mit so vielen tollen Sachen. Und nicht immer nur Geld ausgeben, sondern einfach mal die vorhandene Technik nutzen. Ja. 3 Minuten. Bin gespannt, ob wir zwangsabgeschalten werden. Ja, ich bin da auch, also ich bin noch nie zwangsabgeschaltet. Das ist ja wie Zwangsgebühren. Ja, genau, stimmt. Also ich glaube, da ist ein kleiner Puffer drin, und ich glaube eher, dass wir gleich eine Anzeige kriegen. Du müsstest ja eigentlich 2 Minuten vorher irgendwie eine Anzeige kriegen, damit du auch wirklich noch eine Verabschiedung hinkriegst. Ja, ich habe es bekommen. 5 Minuten habe ich noch. Ach, du hast eine Anzeige bekommen? Habe ich vor 3 Minuten bekommen. Genau. Okay. Das heißt, da kommt gleich nochmal ein Countdown und dann ist wirklich abschalten, ne? Dann explodiert wahrscheinlich der PC, genau. Wobei 2 Stunden, die muss Ach so. Ich nutze noch die 1 Minute noch eben. Und falls irgendjemand da draußen Bock hat, in dem Podcast Pixelschnack mal mitzumachen, einfach mal über seine Fotografie zu sprechen, auch wenn er überhaupt keine Reichweite hat, weil wir betreiben Pixelschnack für die Community auch. Das heißt also, das ist eine Plattform, wenn jemand sagt, habe ich mal Bock zu, ich würde das mal ausprobieren, meldet euch gerne bei uns, das ist überhaupt kein Thema, finden wir einen Termin. Eine Person haben wir auch schon, die will ich jetzt aber nicht sagen, wer das ist. Das wird eine kleine Überraschung. Das machen wir nächste Woche mit der Person. Und dann werdet ihr merken, dass das eben halt nicht nur bekannte Gesichter oder Leute sind, die dazu hören, sondern auch eben halt die einfach auch über Fotografie reden möchten. Ne? Also von daher, ja. Servus Christian, und wir sagen schon mal gleich wieder Tschüss, weil wir sind ja gleich wieder raus. Oder ist das? Genau. Ja, weil liegt einfach daran. Jetzt bin ich gespannt, ob es uns jetzt aus dem Stream, wenn wir dann nur zusammen in der Lobby sitzen, oder ob es uns komplett raushaut. Ja, das werden wir gleich feststellen. Aber ich musste echt schauen, 2 Stunden im Monat wäre schon ziemlich wenig. Ja, Also ja, gut, aber irgendwie müssen sie dich ja locken, ne? Ja, du hast jetzt 1080p hier, ne? Ja, genau. Ja. Also mehr wie bei StreamYard. Ja, aber ich sag mal, ich bin ja qualitätsmäßig ja nun nicht viel besser als bei StreamYard. Also von daher.
Und? Bist du mit Chrome unterwegs vom Browser her? Ja, Ne? leider funktioniert bloß mit Chrome. Ja. Ja, ich bin auch mit Chrome unterwegs. Also normalerweise Safari, aber hier bloß mit Chrome. StreamYard geht auch bloß mit Chrome. So, das ist so ein bisschen wie Silvester jetzt hier, ne? Ja. Ja, Also Ja. an dieser Stelle sage ich an alle mal Tschüss, noch eine Tschüss. schönes Wochenende, ne? Und wir sehen und hören uns demnächst auf irgendeinem der Kanäle. also wir haben jetzt 10, 9, 8, 7, Er durfte Silvester nicht zählen. 4, Vielen Dank an euch nochmal. 2. Ciao. Ciao. Ja, guck mal, wir sind aber immer noch live. Warte mal. Ja. Na, jetzt kostet es aber 50 € pro Minute. Jetzt bist du wieder da. Er schaltet aber nicht ab, ne? Verarscht. Nee. Aha, wir sind schon 30 Sekunden drüber. Hast du deine PayPal-Adresse eingeben müssen? Ja. Pixelfreak schreibt schon, die Gottschalks der YouTuber einfach überziehen. Ja. Ja, frohes neues Jahr, Bernd. Ich schalte es aber trotzdem ab, weil sonst ist mein PayPal leer. Ja, ja. Okay. Also, Ciao. Ciao, ciao.